Okay, Christoph. Herzlich willkommen zum EU-Talk. Wie gehen wir mit Tieren um? Mein Name ist Christoph Schröder. Ich leite das Verbindungsbüro des Europaparlamentes in Moment. Luxemburg Moment. und freue mich, euch alle und Sie alle begrüßen zu können. Ich stehe hier 10 Kilometer außerhalb von Trier vor einem Freilichtmuseum, wo man erfahren kann, wie unsere Vorfahren vor 150, 250 Jahren gelebt haben, wie sie von und mit Tieren, teilweise auch mit Tieren unter einem Dach gelebt haben. Tiere dienten damals zum Essen, als Nahrungsgrundlage, als Energiegrundlage. Sie sorgten für den Transport. Sie waren auch teilweise Apotheke für die Menschen. Und all das könnt ihr hier erleben. An den Wochenenden zeigen euch die Freiwilligen auch, wie verschiedene Handwerksberufe seinerzeit ausgesehen haben und wie die Menschen damals mit den Tieren umgegangen sind. Wie wir heute mit diesen Lebewesen, diesen Tieren umgehen, darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass wir Richard David Precht unter uns haben, einen deutschen Philosophen und Buchautor, dass wir darüber sprechen, hat damit zu tun, dass das Europäische Parlament seit September einen Untersuchungsausschuss hat, wo die Abgeordneten da untersuchen, wie und ob europäisches Recht in Tiertransport geachtet oder gebrochen wird. Und ich freue mich, dass wir die Vorsitzende dieses Ausschusses, Tilly Metz, und die Stellvertreterin Marlene Mortler auch heute dabei haben, sodass wir darüber diskutieren können, wo wir stehen in Europa mit dem Tierschutz, welche Perspektiven wir haben und wie Europa den Tierschutz nach vorne bringen kann. Das machen wir mit Ihnen, mit euch, 500 Schülerinnen und Schülern aus Schulen in allen Ecken Deutschlands, aus Luxemburg. Ich schaue geradeaus, ich schaue nach Luxemburg, stehe hier auf deutscher Seite, freue mich, dass wir das mit Ihnen, mit euch, den Schülerinnen und Schülern aus dem Netzwerk der Botschafterschulen gemeinsam gestalten können. Die Moderation übernimmt mein Kollege Jonathan Poncho. Jonathan, du hast gleich das Wort. Ihnen allen eine schöne, eine interessante Diskussion. Ich freue mich darauf, wie ihr mit unseren Gesprächspartnern heute diskutiert. Ja, Christoph, vielen Dank und auch meinerseits ein herzliches Willkommen in die Runde. Herzliches Willkommen an die Schülerinnen und Schüler in der Tat aus Deutschland, von Flensburg bis Straubing, aus Luxemburg natürlich. Und wir haben auch ein paar Schüler aus Belgien dabei, aus Eupen. Also freuen uns, dass ihr so zahlreich dabei seid. Viele hier in Zoom und auch einige über YouTube. Soll eine interaktive, partizipative Geschichte werden. Also, es wurde schon angekündigt, ihr könnt teilnehmen, Fragen stellen über Slido, sli.do oder Slido, slido.com. Wurscht, beides geht. Hashtag EU-Talk. Schreibweise ist meines Erachtens, glaube ich, egal. Also EU-Talk. Und da könnt ihr Fragen einreichen. Wir haben schon Fragen bekommen, aber an dieser Stelle direkt ein großes Aber. Da steht anonym bisher. Also die Idee ist wirklich, dass wir Ihnen das Wort erteilen und schreibt eure Namen bitte, bitte dazu. Sonst ist es ein bisschen witzlos. Ich bin froh, wenn ich weniger sprechen muss und da könnt ihr mir sehr, sehr gut dabei helfen. Also bitte Vorname, Nachname dazu schreiben und auch, wenn es geht, den Namen eurer Schule, dass wir euch verorten können. Das wäre klasse. Wir würden auch sofort mit Slido beginnen. Also ihr könnt Fragen einerseits einreichen. Wir machen aber auch hin und wieder Umfragen und sammeln Meinungsbilder ein. Wie gesagt, damit fangen wir an. Und die Veranstaltung heute heißt ja, wie gehen wir mit Tieren um? Punkt, 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 Fragezeichen. Und genau diese Frage stellen wir euch jetzt. Es ist eine offene Frage. Ihr könnt reinschreiben, was euch in den Sinn kommt. Bitte nur Dinge, die einigermaßen Sinn machen, weil Slido wird bei uns intern moderiert. Also wenn ihr schreibt, ihr habt Hunger oder so, dann schafft es vielleicht jetzt nicht auf die Seite. Also nicht wundern. Also wie gehen wir mit Tieren um? Punkt, 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 Fragezeichen. Wir sind gespannt, was da eure Ideen sind. Und in der Zwischenzeit, bis wir da das Meinungsbild einfangen, freue ich mich nochmal unsere Gäste zu begrüßen, Tilly Metz, Marlene Mortler, Richard David Precht. Und ich würde mal sagen, Ladies first, Tilly Metz,
Sie sind Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Tiertransporte des Europäischen Parlaments. Und bevor wir uns, das werden wir alles noch machen, bevor wir uns darüber unterhalten, warum gibt es diesen Untersuchungsausschuss, was wollen Sie damit bewirken, dass diese Fragen klären, glaube ich, wäre es für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für das Publikum allgemein einfach interessant, Sie kennenzulernen, besonders in Deutschland, wo man Sie vielleicht noch, sagen wir mal, weniger kennt. Was ist Ihr Bezug zum Thema und warum sind Ihnen Tiere wichtig, wenn ich das so formulieren darf? Tilly Metz. Jetzt hat es geklappt. Schönen guten Tag an alle. Sehr froh. Ich habe ja immer mit Schülerinnen gearbeitet. Bin ich immer sehr froh, wenn ich wieder diese Gelegenheit habe. Ja, warum ist Tierschutz mir wichtig? Also ich kann mich eigentlich, soweit ich mich zurück erinnere, auch als Kind, war das eine Sensibilität, die immer bei mir vorhanden war. So kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ich schon zu spät zur Schule kam, wenn es viel geregnet hat, weil ich dann sehr viele Würmer auf der Straße liegen sah. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt werden alle diese Würmer überfahren. Das kann ich nicht zulassen. Ich kann dem nicht einfach zusehen. Dann habe ich die aufgehoben, könnt ihr euch vorstellen. Das waren immer sehr viele in der Zeit, um die dann wieder zurück in den Boden zu legen. War ich sehr lange beschäftigt und das hat dann dazu geführt, dass ich manchmal echt zu spät zur Schule kam. Also ich kann sagen, soweit ich mich zurück erinnere, war Tierschutz, Tierwohl mir sehr wichtig und immer auch als Aktivistin habe ich mich eingesetzt für Tierschutz, Tierwohl und bin auch jetzt seit fast 10 Jahren Vegetarierin, nicht weit weg von Veganerin, bin aber ganz offen. Ne? Ich möchte eigentlich, dass die Leute einen bewussten Umgang und eigentlich nicht mehr oder dass man auch Menschen informiert und wirklich, wie kommt es dazu, dass ich Milch habe, wie kommt es dazu, dass das Fleisch, wie wird das produziert? Also man soll ehrlich sein mit den Menschen und auch mit den Kindern über Tierwohl und wie die Produkte auch hergestellt werden. Ja, ich bin jetzt eben seit September, wo wir aktiv sind, diesen Tierschutz-Untersuchungsausschuss zu dem Schutz der Tiere während dem Transport besteht seit September 2020. Bin aber auch im Umweltausschuss und auch im Landwirtschaftsausschuss, wo ich auch bin und dann im Transport- und Tourismusausschuss und bin jetzt sehr froh, dass wir eben so ein aktives Untersuchungsausschuss haben zum Schutz der Tiere während den Transporten und wo wir wirklich, ich glaube, ich gehe später nochmal genau über diese werden wir tun. Und dann ist effektiv auch das Ziel ein bisschen, vielleicht können wir auch dazu beitragen, zusammen Bewusstsein schaffen, Sensibilisierung herstellen auch zu diesem Thema, wobei ich sehr zuversichtlich bin, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht da viel mehr ein Bewusstsein haben als ältere Zeitgenossen. Frau Mortler, Sie nehmen an unserem Gespräch von zu Hause teil, haben wir gerade erfahren. Und zu Hause bei Ihnen bedeutet von Ihrem Bauernhof. Das heißt, da liegt der Bezug für Sie zum Thema, denke ich mal, auf der Hand. Erzählen Sie uns mehr. Okay, vielen Dank, Jonathan. Ich freue mich riesig, dass ich dabei bin, zusammen mit Tilly. Und liebe Tilly, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte gleich vorweg sagen, ich habe auch 2 Mitarbeiterinnen, die sich ausschließlich vegetarisch oder vegan ernähren. Das war für mich kein Einstellungskriterium, aber ich komme aus der Realität, wirklich aus einem Bauernhof. Diesen Bauernhof haben mein Mann und ich über Jahrzehnte geleitet. Der Bauernhof hat wirklich Geschichte. Man kann ihn bis 1380 zurückverfolgen. Also wer hat wann diesen Hof, diese Hofstelle bewirtschaftet. Und helfen Sie uns vielleicht kurz geografisch. In Franken, richtig? Kann man es verorten? Falls man das R nicht so rausgehört hat, falls man das R nicht so rausgehört hat, ich komme aus Franken, aus der Gegend östlich von Nürnberg, Nürnberger Land. Konkret aus Lauf und aus einem Dorf mit 250 Einwohnern, einer Kirche, einem Gasthaus und einem Theater mit internationalem Ruf. Dann zurück zu meinem Hof. Ich bin als Zwillingsschwester aufgewachsen. Wir haben mit 3,5 Jahren, mein Bruder und ich, Kinderlähmung, Polio bekommen.
Wir waren beide sehr schwer behindert und ich persönlich habe schon sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Irgendwann war die Erkrankung vorbei und ich war als Hoferbin bestimmt. Das war nicht immer mein Wunsch, aber mein Mann war die Motivation, unseren Hof wirklich in die Zukunft zu führen. Und wir hatten über viele Jahrzehnte Milchviehhaltung. Ich habe Hunderte von Kälbern mit auf die Welt gebracht. Ich wusste jeden Handgriff. Jetzt kaltes Wasser ins Ohr nach der Geburt und sofort schüttelt sich das Kalb und du weißt, es ist alles okay. Oder wenn Tiere, Kühe mal einen dicken, aufgeblähten Bauch hatten, dann wussten wir einfach, auch Natur hilft. Und haben da mal Bier warm gemacht und das der Kuh eingeflößt und bald war alles wieder gut. Also volles Programm und für mich galt immer die Devise, erst die Tiere und dann die Familie. Also man konnte da nicht schnell zum Freund abhauen oder zu Bekannten, sondern die Tiere standen immer im Mittelpunkt und vor allem die Tierbeobachtung. Und insofern habe ich wirklich einen ganz engen Bezug. Aber es gab nicht nur Kühe, es gab auch Schweine, es gab auch Hopfen, es gab Kirschen und für mich war das die glücklichste Zeit, wenn ich mit meinem Vater auf dem Kirschbaum oben war und mit ihm Kirschen pflücken konnte und man zwar arbeiten, aber auch tagträumen konnte. Und dann gibt es da noch Karpfen, Karpfenteiche, also eine große Vielfalt und Wald und Forst. Also ihr merkt schon, Sie merken schon, ich bin sehr stark geprägt, aber man sagt ja immer, in der Landwirtschaft ist alles geblieben, wie es ist und da bewegt sich auch nichts. Doch auf unserem Betrieb hat sich in der Zeit sehr, sehr viel bewegt. Mein Mann und ich haben immer nach vorne geschaut und haben gesagt, kann es alleine die Größe sein? Ich habe in einem alten, dunklen, schimmligen Stall ganz am Anfang gearbeitet. Dann war es ein neuerer Stall nach neuesten wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Und beim dritten Mal haben wir dann gesagt, müssen wir jetzt wieder neu bauen und investieren und in die Größe gehen? Ist die Größe alles oder haben wir andere und neue Wege? Und andere neue Wege, wo steht jetzt Ihr Bauernhof jetzt? Also wie kann man sich vorstellen? Wie viele Tiere, was für Tiere? Ja, also auf dem Bauernhof gibt es aktuell nur Pensionspferde. Die Frauen, die bei unserem Hof sind, sind glücklich. Wir können damit unsere Weideflächen optimal nutzen. Und der Bauernhof hat vor 4 Jahren auf Naturland, also ein Biobetrieb, umgestellt und wir sind Spezialist. Zunächst waren wir Spezialist für Getreideaufschlussprodukte, für Tiermüsli und inzwischen sind wir Spezialist in einer GmbH aus dem Hof heraus für Amaranth, der auch bei uns angebaut wird, zum Teil für Braunhirse, für Goldlein, der letztes Jahr eine super Ernte gebracht hat, für Quinoa, für Beluga, Erbsen. Also will sagen und zeigen, wir sind auch Dienstleister für andere landwirtschaftliche Betriebe aus der Region, weil wir möglichst in einem Radius von 50, 100 Kilometern Bauern helfen wollen, ihre Qualität der Rohstoffe, die sie bei uns abliefern, weiter zu optimieren. Also ein total spannendes Feld. Und ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen, habe nichts mehr mit Tieren zu tun, sollen sich die anderen rumärgern. Nein, mein politischer Ansatz ist eben der, wir müssen alle mitnehmen. In Bayern leben 2/3 der Betriebe von der Tierhaltung, also die Wertschöpfung im Bereich Tierhaltung sind 2/3 und darum haben ja auch so viele kleine Betriebe. Würde das von heute auf morgen wegbrechen, weil die Gesellschaft sagt, wir wollen überhaupt keine Tiere mehr, dann können Sie sich vorstellen, was das für auslösen würde. Dann gäbe es nicht nur Tierleid, sondern ganz viel menschliches Leid. Vielen Dank. Ein paar Hinweise, weil sich da ein paar auch im Chat melden. Also Fragen nur über Slido, wenn Fragen über Zoom kommen, werden die ignoriert. Also ihr könnt eure Fragen auf Slido einreichen und da werden wir versuchen, so gut es geht, darauf einzugehen. Falls es so ist, dass es ein paar Schülerinnen und Schüler gibt, die sich auf Deutsch nicht so wohlfühlen, wir bieten auch eine Simultanübersetzung auf Französisch an. Das fällt mir gerade ein. Wir haben einen kleinen Globus, da steht Interpretation. Könnt ihr draufklicken, könnt euch die Übersetzung auf Französisch anhören. Das nochmal ganz kurz ja, zum Ablauf. Jetzt aber, Herr Brecht, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und ich möchte auch kurz erwähnen, weil das
viele auch gewundert hat, ja, ist ja toll, dass der Herr Precht teilnimmt, wie viel hat euch das gekostet? Wie habt ihr das denn hingekriegt? Also es hat uns gar nichts gekostet. Es ist ungewöhnlich, dass Gäste dieses Kalibers, das kennen wir auch anders, kein Honorar fragen. Also deswegen war es mir jetzt auch wichtig, öffentlich da nochmal ein fettes Dankeschön zu sagen. Ihnen sind Tiere offenkundig auch wichtig, Herr Precht, Schülerinnen und Schüler auch. Also Sie haben sich mit der pädagogischen Themen viel auseinandergesetzt. In Ihrem aktuellen Buch, das im Zusammenhang mit der Corona-Krise verfasst wurde, geht es um das Thema Eigenverantwortung. Das, glaube ich, werden wir auch thematisieren, wenn wir jetzt über das Thema Umgang mit Tieren sprechen. Aber jetzt werden wir natürlich am meisten auch über ihren Umgang, über ihre Sensibilität zum Thema Tiere sprechen. Verweise auf ihr Buch Tiere denken. Wir haben 2 dazu geschrieben. 2016 Tiere denken, 1997 schon Noahs Erbe vom Recht der Tiere und den Grenzen der Menschen. Herr Precht, warum sind Ihnen Tiere wichtig? Ja, wie jetzt nicht ganz ungewöhnlich, auch bei mir reicht das Interesse an Tieren bis tief in die Kindheit zurück. Nicht nur, weil wir sehr viele verschiedene Haustiere gehabt haben, sondern auch deswegen, weil ich sehr, sehr früh eine große Leidenschaft zu Zoos entwickelt habe. Und mein inniger Berufswunsch als Kind war es, Zoodirektor zu werden. Das hat mir dann irgendwann der Biologieunterricht in der Mittelstufe ein bisschen verleidet, dass ich diesen Weg nicht weiter verfolgt habe. Ich habe es aber noch ganz, ganz lange bereut. Ich habe auch heute intensiven Kontakt zu vielen Zoodirektoren, gehe immer noch häufig in Zoos. Da kommt eigentlich so mein hauptsächliches Interesse her. Und ich habe dann nach meinem Philosophiestudium in den 90er Jahren angefangen, mich auch philosophisch mit Tieren zu beschäftigen. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung habe ich mich dann umgetan in der Tierrechtsszene, in der Tierschutzszene, habe versucht, am Beispiel der Zoos, das war mein Einstieg in das Thema, immer abzuwägen, sind Zoos legitim, sind die Argumente der Tierrechtler plausibel, sind sie nicht plausibel, und mir da eine immer differenziertere Meinung zum Gesamtumgang mit Tieren angeeignet. Und das hat seinen Niederschlag gefunden 1997 in meinem ersten öffentlichen Buch, was ich geschrieben habe, das ich dann später nochmal eben gründlich überarbeitet habe. Wir haben das ja gerade gezeigt. Also ich denke, es gibt wohl kaum eine Frage in diesem Bereich Tiere, Tierhaltung, Umgang mit Tieren, mit dem ich mich im Laufe der letzten 30 Jahre nicht intensiv beschäftigt habe. Und dass das alles keine Schwarz-Weiß-Malerei ist, die man da betreiben kann, veranschaulichen Sie, glaube ich, auch ganz gut in Ihrem Buch. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Bevor wir das tun und nochmal auf den Ausschuss selbstverständlich zu sprechen kommen, den Untersuchungsausschuss, erteile ich ganz kurz das Wort, und das werden wir öfter so auch machen im Laufe des Gesprächs, an meinen Kollegen Philipp Ternes, der für uns das Botschafterschulnetzwerk in Luxemburg betreut. Also nochmal auch ein herzliches Willkommen an Philipp. Und er betreut Slido und schaut sich an, was da so passiert. Also wir haben vorhin eine Frage gestellt, wie gehen wir mit Tieren um? Was sind denn da so die Antworten, Philipp? Ja, vielen Dank, Jonathan. Ich freue mich sehr, auch heute mit dabei sein zu dürfen. Und wir haben schon sehr viele Wortmeldungen bekommen über Slido. Marco, wenn ich darf, dann würde ich das Slido auch einmal anzeigen jetzt gleich. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es super wäre, wenn wir alle mit auch abstimmen könnten über unsere Favorites sozusagen auf Slido, vor allem was die Fragen angeht, weil damit macht ihr uns die Aufgabe leichter, eben die spannendsten Fragen rauszusuchen. Aber jetzt mag ich ganz kurz anzeigen, was wir bisher eben zu dieser Umfrage bekommen haben. Und wir sehen hier schon sehr viele Wortmeldungen. Zum Beispiel wird da gesagt, also besser als im letzten Jahrhundert, aber noch ausbaufähig. Oder jemand anderes hat gemeint, so als würde unsere intellektuelle Überlegenheit uns alles erlauben. Auch sehr interessant. Und vielleicht noch eine dritte Meinung. Meiner Meinung nach gehen wir sehr schlecht mit Tieren um, da wir sie grundlos ausbeuten, auf viel zu engem Platz halten, während wir sie mästen, um sie später zu schlachten. Also das wären schon ein paar Meinungen, die wir einsammeln konnten. Es kam auch, Fleisch ist beim Essen immer das Highlight. Also wir werden auch versuchen, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einerseits Veganer in der Runde haben, genauso wie auch leidenschaftliche Fleischesser. Euch wollen wir auf jeden Fall das Wort erteilen. Es kam gerade die Frage nochmal rein,
im Zoom-Chat, wie kann man auf Slido teilnehmen? Hier steht ja auf Englisch join at. Also slido.com, Hashtag EU-Talk und dann könnt ihr teilnehmen an den Umfragen, euch auch beteiligen und wie Philipp auch sagte, auch Umfragen liken und die nach oben hieven, dass damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass diese Umfragen drankommen. Wollen wir vielleicht, Philipp, direkt eine zweite Frage stellen, um ein zweites Meinungsbild einzuholen und darauf werden wir dann auch gleich zurückkommen. Und lass uns doch die Frage irgendwie so formulieren, was uns am meisten am Umgang mit Tieren stört. Also am menschlichen Umgang, oder wie können wir es besser formulieren? Was am meisten? Genau, also wir haben es so formuliert jetzt, was stört dich am menschlichen Umgang mit Tieren am meisten? Genau, klingt schöner, danke. Genau, also da auch nochmal teilnehmen und dann gucken wir, was da kommt. Wie gesagt, ihr werdet auch das Wort erhalten. Dann werden wir euer Mikro auch freischalten, dann auch, wenn ihr Fragen stellt oder wenn wir Umfragen, Ja-Nein-Umfragen stellen zum Beispiel. Da sind wir sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Jetzt nochmal das Wort an Tilly Metz als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses. Warum gibt es den überhaupt? Ja, das war schon ein längerer Kampf, um diesen Untersuchungsausschuss zu haben, bis der ihm auch zugestimmt wurde. Und jetzt haben wir aber mit dieser neuen Legislaturperiode haben wir wirklich eine sehr große Mehrheit auch im Plenum erhalten zur Bestehung dieses Untersuchungsausschusses zum Schutz der Tiere während dem Transport. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist wirklich, die systematischen Missstände bei Tiertransporten aufzudecken und auch um zu analysieren, wer macht eigentlich da seine Aufgabe nicht? Auf der Ebene der Mitgliedstaaten, auch auf der Ebene der Europäischen Kommission. Und dann geht es aber auch darum zu analysieren, warum eben die Umsetzung der geltenden Regeln eigentlich nicht stattfindet. Und das sollen wir auch in einem Untersuchungsbericht festhalten bis Ende dieses Jahres, wo wir hoffentlich dann wirklich darstellen können, was und wo derzeit die größten Probleme sind. Und dann geben wir auch Empfehlungen für die Verbesserung der geltenden EU-Regeln von 2005 über die Tiertransporte. Also das ist wirklich die Hauptmission. Wir wissen, über NGOs. Wir wissen aber auch über interne Analysen von den europäischen Institutionen, dass das wirklich zu vielen Missständen kommt. Und ich bin auch ganz froh, ich muss das sofort mal loslassen, dass auch die jungen Bauern und Bäuerinnen in Luxemburg jetzt eine Petition gestartet haben, wo sie eigentlich verlangen, dass nur dort geschlachtet werden soll, was auch EU-zertifiziert ist, also wo die Leute, die da arbeiten, auch eine gewisse Kompetenz dafür haben, also eine Petition, die ich auch unterstütze. Ja, nur ein Hinweis darum, dass wir wirklich auch mit den Leuten zusammen. Es geht also in diesem Untersuchungsausschuss eine tiefgreifende, aber faire Analyse zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn man mit allen, wie man das immer so schön nennt, Stakeholdern zusammenarbeitet. Das heißt, mit der Kommission, mit den Mitgliedstaaten, mit den Bäuerinnen und Bauern, mit den Transportfirmen und natürlich die sehr viele wertvolle Arbeit geleistet haben in dem Bereich sind die NGOs. Also Jonathan, ich höre dich gerade nicht. Genau, so, danke. Ich hatte mein Mikro ausgeschaltet, du konntest mich wieder anschalten. So, alles gut. Ich wollte den letzten Punkt oder vorletzten Punkt aufgreifen, den Sie gerade angesprochen hatten, das Schlachten. Frau Mortler, und gleich noch die Frage in die Runde, vor allem an die Schülerinnen und Schüler. Wer von Ihnen hat schon einer Schlachtung beigewohnt? Wer hat sich das schon angesehen? Wer hat vielleicht sogar schon selber geschlachtet? Wenn es bei einem der Schülerinnen und Schüler der Fall war, also dabei gewesen zu sein, es gesehen zu haben, reicht sozusagen, dann könnt ihr auf Zoom die Hand heben und dann werden wir dem einen oder anderen das Wort erteilen. Genau, Frau Mortler, haben Sie, ich gehe davon aus, Sie haben auch geschlachtet, haben auch schon das erlebt. Wie war das für Sie? Jetzt Mikro.
ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin ja auch ausgebildete Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft. Und in dieser Ausbildung musste man natürlich auch schlachten. Und irgendwie habe ich es immer geschafft, mich zu drücken. Aber ich war natürlich bei vielen Schlachtungen dabei, weil wir eigene Tiere am Hof hatten, weil der Nachbar, der auch Metzger war, der das Gasthaus hat und hatte, zu Hause geschlachtet hat. Aber diese Möglichkeiten sind jetzt von Seiten der EU sehr, sehr stark eingeschränkt worden. Das war ja gestern auch Thema im letzten Tiertransporte-Untersuchungsausschuss, weil die EU gesagt hat, es geht darum, dass wir mehr Hygiene brauchen und mehr Hygiene fordern. Drum kann nicht automatisch, ich sage es jetzt mit einfachen Worten, jeder x-beliebig zu seinen Rahmenbedingungen schlachten. Ja, aber ich will nochmal darauf zurückkommen. Also Sie haben sich, haben Sie ja gerade gesagt, erfolgreich gedrückt. Aber Sie haben es ja schon gesehen, bestimmt. Ich habe es hunderte Male gesehen. Und was hat das ausgelöst in Ihnen? Also es ist immer wieder ein Vorgang, der irgendwo nicht selbstverständlich ist, aber wo ich weiß als Bäuerin, wenn ich Nutztierhaltung habe und wenn ich davon leben will, dann ist das ein normaler, in Anführungszeichen, Vorgang, der aber so ausgeführt werden muss, dass das Tier möglichst keinen Schmerz erleidet. Ich sehe, wir haben ganz viele Wortmeldungen erhalten. Ich würde das Wort erteilen. Ich sehe den ganzen Namen nicht, also nicht wundern, dass ich den Nachnamen jetzt nicht korrekt ausspreche. Paul Roden B. und dann was danach kommt, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, Paul, du hast das Wort. Vielleicht könnt ihr Paul das Mikro freischalten. Paul, vielleicht kannst du deinen ganzen Nachnamen auch nochmal aussprechen, weil es mir nicht gelungen ist, und sagen, aus welcher Schule, von wo du kommst. Ja, also erstmal Hallo an alle. Mein Name ist Paul Rodenbeck und ich komme von der EGS Garbsen. Das ist in der Nähe von Hannover. Okay. Und du warst selber schon mal bei einer Schlachtung dabei? Also ich komme nicht von einem Bauernhof, aber hier im Ort gibt es einen Bauern, den wir relativ gut kennen, und da habe ich einfach mal nachgefragt, ob ich mir das mal angucken darf. Das ist jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr her. Und das ist tatsächlich auch mit diesem Hintergedanken passiert, dass ich mal sehen wollte, wie das ist, weil ich esse Fleisch auch schon sehr lange, und mit dem Hintergrundgedanken habe ich da einfach mal nachgefragt und mir das dann angeguckt. Und das war wie? Ja, also ich habe die Möglichkeit tatsächlich durchgespielt, dass ich danach Vegetarier bin oder nicht mehr werde, weil ich da mit sehr gemischten Gefühlen rangegangen bin. Und als ich das dann gesehen habe, das waren Hühner, das war sehr, ja, einerseits interessant, aber andererseits esse ich heute auch immer noch Fleisch. Also es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber ich glaube, ich habe somit die angenehmste Schlachtung zum Ansehen auch gesehen. Also ich glaube, das ist sehr weit entfernt von dem, was tatsächlich die Praxis ist, auch heutzutage. Wenn man sich mal auf YouTube anguckt, diese Undercover-Aufnahmen von der Peter und so weiter. Das war jetzt halt ein wirklicher landwirtschaftlicher Betrieb auf dem Dorf. Und da fand ich es jetzt eigentlich nicht besonders schlimm oder belastend, jetzt für mich ganz persönlich. Stichwort, vielen Dank, Paul. Stichwort Undercover-Aufnahmen, da haben wir auch was vorbereitet, kommen wir gleich nochmal zurück. Ich sehe eine Wortmeldung aus einem Klassenraum. Lycée Aline Mayrisch würde ich schätzen. Ich sehe da nur Aline, aber es kann nur Aline Mayrisch sein aus Luxemburg. Da wird wohl ein Schüler oder eine Schülerin dieser Klasse auch einer Schlachtung beigewohnt haben. Vielleicht könnt ihr im Klassenraum das Mikro, also für den Klassenraum das Mikro freischalten, und ich bin sehr gespannt, wer das Wort ergreift. Bitte Vornamen, Nachnamen und ja, auch vielleicht kannst du mit uns teilen, was du erlebt hast. Hallo, mein Name ist Max und mein Vater ist Jäger, und ich war sehr oft schon dabei, als er ein paar Tiere aufgeschnitten hat und wie er sie erschossen hat und auch eben wie sie verwertet wurden und so. Und ich persönlich habe damit jetzt keine Probleme, mir das anzusehen. Ich habe auch schon dabei geholfen, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Menschen damit Probleme haben und halt eben vom Fleischkonsum dann halt eben weniger Fleisch konsumieren. Aber ich finde es auch wichtig, dass man darüber aufklärt und dass Menschen sich darüber informieren und wissen, wo das Fleisch herkommt, weil eigentlich sieht man das Fleisch ja immer nur als Produkt und als Ware, und man weiß eigentlich gar nicht, wo es herkommt, und das persönlich finde ich sehr wichtig. Danke.
Vielen Dank. Ich sehe gerade, dass eine Frage auch nochmal in Zoom gestellt wurde. Bitte auf Slido die Fragen formulieren. Vielen Dank an die zwei Schüler für diese Wortmeldung. Wir haben gerade, Paul hatte gesagt, er hat wohl die angenehmste Art der Schlachtung, wenn man das so bezeichnen kann, irgendwie erlebt, dass es einen durchaus unangenehmeren Umgang mit Tieren geben kann oder beziehungsweise auf jeden Fall gibt, ist bekannt. Häufig aber geht es an den Augen der Öffentlichkeit vorbei, höchstwahrscheinlich bewusst. Tilly, Sie versuchen gerade dazu beizutragen, dass da eben eine Öffentlichkeit auch entsteht zu diesen Missständen. Und Sie haben eine Reise unternommen nach Italien und haben da Tiertransporte verfolgt. Und dazu gibt es einen Videoausschnitt und den schauen wir uns jetzt mal an. Da kommt nichts, ne? Kommt kein Wasser, nein. Also wenn ihr mir sagt, dass die noch ziemlich guten Bedingungen sind, dann will ich nicht wissen, wie die schlechten Bedingungen sind. Weil ich finde das schon ziemlich crowded, das sind 537, es kommen bis zu 800, ich finde das natürlich stabil. Hier sieht man, dass es verschiedene trotzdem. Also ich glaube, ich nehme keinen Ton wahr. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns die Bilder weiter an. Es geht hauptsächlich um die Bilder. Ja. An die Decke kommen, nicht überall Zugang zu Wasser ist und auch wenn, dann die verstehen das System nicht, also doch keinen Zugang zum Wasser. Also das ist schon betroffen, dass das, ja. But they are thirsty, so when do they get to drink? Yeah, they're thirsty, definitely. I don't know the legal requirements. After 14 hours, Yeah. because they are considered adults, so they can go twice 14 hours, and in between they have to make a 1 hour stop to provide them water. I don't think, I mean, they cannot really provide it because they can just lick a bit of, but we can ask if they stop and if they still have water. Arme Maus. Sagen wir mal so, ich meine, die fressen Stroh. Tilly, vielleicht möchtest du uns noch ein paar Hintergründe erzählen oder ich glaube, es ist jetzt Ja, nicht gerade stimmungserhellend für alle, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch sieht, was du da gesehen hast. Ja, also wie gesagt, das war noch ein Transport, wie ich es auch im Film sage, wo die Animal Welfare Foundation mir ganz klar gesagt hat, Tilly, das hier sieht ziemlich gut aus.
Ich fand natürlich, dass das gar nicht gut aussieht. Ne? Zuerst wurde uns gesagt, es kommt ein Transport, möglicherweise sind da ja, über 500 Tiere. Dann habe ich mir schon vorgestellt, wie geht das dann? Ne? Ein Truck mit über 500 Tieren, okay, das sind ja verschiedene Stockwerke. Und dann wird einem ja schon klar, dieser Lastkraftwagen, da könnten eigentlich bis zu 800 Tiere reingehen. Aber ja, da bleibt kein Platz und auch vor allem Lämmer, wenn die sich sitzen, die brauchen Platz auch rundherum. Und hier können sie, das hat man ja auch gesehen, nicht richtig stehen. Und auch das Tränkesystem ist da nicht angepasst. Und auch diese Tiere kamen jetzt aus Polen und die werden dann südlich von Italien geschlachtet. Das war eben kurz vor Ostern. Und das weist eben diese ganze das ist ja nur ein Symptom unserer ganzen Lebensmittelketten. Die ist eben ein Teil davon, sind eben diese zu langen Transporte für diese Tiere. Und da ist wirklich eine ganze Lebensmittelkette, die man in Frage auch stellen muss. Da sind wir weit weg von der Beschreibung von Paul, glaube ich, war es, wo das Tier lokal geschlachtet wird. Heute, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Das hängt eben sehr viel. Die Tiertransport, sage ich immer, ist nur ein Symptom der ganzen Geschichte, wenn man das so sagen kann. Und wir haben nachher noch einen anderen Tiertransport auch das Scannen gesehen, da war es echt schlimmer noch. Das waren jüngere Tiere und wieder war zum Tränkesystem das System nicht angepasst und die Reise war noch länger. Aber ich muss sagen, auch das Zusammenarbeiten hier mit der Polizei, am ersten Fall, die haben gesagt, hilft uns, die Analyse zu machen. Man braucht natürlich auch die notwendige Ausbildung, um eine Analyse solchen Tiertransport zu machen. Und auch das zweite Mal haben wir gesehen, das war eine Polizei, die wirklich auch selbst sehr gute Kenntnisse hat. Also die Ausbildung ist schon sehr wichtig, sowohl während den Tiertransporten, aber auch bei den Leuten, die Kontrollen machen, die eben leider nicht genügend sind. Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass es ja ein Teil einer ganzen Kette ist. Und dazu äußert sich auch Richard David Brecht sehr ausführlich in seinem Buch. Und ich würde gerne eine Textpassage vorlesen. Und dann lasse ich natürlich Herrn Brecht auch dazu reagieren. Da nehmen Sie, also Herr Brecht, wirklich auch Bezug auf das heutige Thema. Da geht es auch um Tiertransporte. Dass sie das Thema emotional umtreibt, kriegt man durch das ganze Buch hinweg mit. Aber an dieser Stelle erlebt man sie so richtig wütend. Sie sprechen erstmal über den Umgang von Hühnern. Diese Stelle überspringe ich. Jetzt geht es um Schweine. Soll ich vielleicht lieber von Schweinen reden? Quiekendes Tierleid, 25 Millionen, also wir reden über Deutschland, 25 Millionenfach. Eingepfercht in ewiger Nacht schleifen sie ihre verkrüppelten Beine über breitkalbige Eisenroste. Allein der Weg zum Schlachthof zeigt ihnen für Sekunden das Tageslicht. Wer weniger, in Anführungsstrichen, Glück hat, verdurstet schon beim langen Transport. Die anderen krepieren, wenn es gut geht, betäubt, vor den Augen ihrer Schicksalsgenossen am Hinterfuß aufgehängt über den Entblutungsbecken. Genug über Schweine. Ich rede auch nicht lange über Rinder, nicht über den Wahnsinn, 600.000 Kälber im Jahr auf quellenlangen Lkw-Fahrten in anderen Staaten auszuführen, um schließlich weitere 150.000 einzuführen, nicht über Stehsärge und Dunkelheit, gezielte Fehlernährung und Fehlzüchtung. Wozu sollte ich darüber reden? Wozu sollte ich erzählen, was der deutsche Durchschnittsbürger längst weiß oder eben nicht wissen will? Ich rede auch nicht über die moralische Zurechnungsfähigkeit von Menschen, die von den Gräueln der Massentierhaltung profitieren. Ich rede allein von der Auslegung eines Tierschutzgesetzes, die all diese Verbrechen gegen die sogenannte Menschlichkeit für rechtens erachtet, obgleich sie den Bestimmungen gnadenlos widersprechen. Perfekt. Ja, also die Paradoxie, um die es mir dabei geht, besteht, dass unser Tierschutzgesetz sagt, dass niemand einem Tier Leiden oder Schäden zufügen darf, es sei denn, er hat einen vernünftigen Grund dafür. Und über eine sehr lange Zeit der menschlichen Kulturgeschichte war das Töten von Tieren ein vernünftiger Grund, weil in Lebensräumen wie denen, als Homo sapiens sich ausgebreitet hat in Mitteleuropa, er nicht hätte überleben können, ohne Tiere zu töten. Das Gleiche gilt für viele Wildbeutergesellschaften oder für die Inuits am Polarkreis.
Für unsere Gesellschaft gilt das nicht mehr. Wir müssen nicht von Tieren leben. Und das macht die Sache mit dem vernünftigen Grund natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil es geht jetzt nicht um das Überleben des Menschen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns tierische Proteine zuführen müssen, dadurch, dass wir Tiere als ganze Lebewesen halten, unter zum großen Teil furchtbaren Bedingungen. Also artgerecht ist keine einzige dieser Haltungen, da muss man nicht drüber diskutieren, das weiß jeder Verhaltensforscher auch. Also eigentlich könnte man doch sagen, der vernünftige Grund ist uns heute abhanden gekommen. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite stehen wir einer hochindustriellen Tierhaltung gegenüber, die all die Effizienz der Ökonomie auf Tiere anwendet, obgleich in Deutschland im bürgerlichen Gesetzbuch steht, dass Tiere nicht als Sachen zu werten sind, sondern eben Lebewesen sind. Und es gibt also zwischen dem Papier auf der einen Seite und zwischen der millionenfachen Praxis auf der anderen Seite einen unglaublichen Widerspruch. Und das ist das, was ich unter anderem mit dieser Passage eben deutlich machen wollte. Wir halten uns nicht an unsere eigenen Gesetze, wir halten uns nicht an unsere Bestimmungen. Wir haben das Tierschutz haben wir sogar als Staatsziel im Grundgesetz stehen. Ja, wenn Sie gerade diesen Kälbertransport gesehen haben oder Lämmertransport, der sich genauso in Deutschland ereignen kann wie in Italien, dann wissen Sie ganz genau, das hat ja so jetzt mit Tierwohl und Tierschutz überhaupt nichts zu tun. Es gibt also eine große Paradoxie zwischen dem Papier auf der einen Seite und der Praxis auf der anderen. Marlene Mortler, ich erinnere vielleicht auch daran, bevor Sie 2019 Europaabgeordnete wurden, waren Sie für die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag auch Landwirtschafts- bzw. agrarpolitische Sprecherin. Und da geht es ja jetzt auch, also Herr Precht hat sich auch auf deutsche Gesetze bezogen. Die Union regiert lange in Deutschland, oder schon seit sehr langem. Erst nicht, hätte man da nicht vielleicht in der Tat ein paar Gesetze anpassen müssen und vielleicht diesen Widerspruch oder was Sie aufgegriffen haben, Herr Precht, also ohne vernünftigen Grund, der uns ein bisschen abhandengekommen ist, das vielleicht nochmal genauer definieren müssen? So, ich glaube, es gibt keinen Landwirt, der sagt, ich will immer mehr machen. Also ich will immer mehr Tiere halten. Das Ziel am Ende ist ja, wie kann ich meine Familie ausreichend ernähren, beziehungsweise wie kann ich das Einkommen sichern, um meine Familie zu ernähren. Und Sie haben von der Subsistenzwirtschaft gesprochen. In den Entwicklungsländern haben wir vielfach Subsistenzwirtschaft. Das heißt, dass eine Familie ein Tier hält, um sich mehr oder weniger schlecht als recht zu ernähren. Und wir wissen, dass das auf Dauer kein guter Zustand ist, wirtschaftlich gesehen. Und wenn wir den Menschen in den Entwicklungsländern die Chance geben, mehr zu machen, für andere zu produzieren, den Markt entsprechend zu beliefern, dann wissen wir, dass das in der Regel eine bessere wirtschaftliche und soziale Entwicklung für die dortigen Landwirte darstellt. Jetzt übertragen auf uns, ich unterstelle mal allen Bäuerinnen und Bauern, ich verteidige hier nicht die schwarzen Schafe, dass sie ihre Tiere so halten, damit es ihnen gut geht, so wie es die Philosophie auch auf meinem Bauernhof war. Und wir haben ja weitere Widersprüche, die möchte ich in dem Zusammenhang auch aufzeigen. Der Verbraucher sagt, ich würde ja mehr dafür bezahlen, wenn ich wüsste, wie die Tiere gehalten werden. Lidl hat vor kurzem das Experiment gewagt und hat gesagt, so 7 Cent mehr fürs Kilo Fleisch, das direkt an unsere Bauern gehen soll. Lidl hat das Experiment nach wenigen Monaten wieder eingestellt, weil sie festgestellt haben, oh, meine Mitbewerber ziehen nicht mit und mir werden Marktabteile weggezogen. Also ich habe auf einmal weniger Einnahmen. Also muss der Gesetzgeber ran. Und wenn wir sehen, dass 4 große 85% des Marktes, vor allem im Bereich Fleisch und Fleischpreise bestimmen, dann ist es auch ein Gesichtspunkt, den man nicht auf die Seite schieben kann. Nochmal, die Bauern wollen gar nicht immer mehr und größer. Das war ja auch die Philosophie auf unserem Betrieb. Müssen wir in dieser Spirale weitermachen? Aber vielleicht werden sie ja auch durch die EU-Gesetzgebung dazu gezwungen. Also wann erhält man am meisten Agrarhilfe? Das ist, je größer der Hof. Wunderbar, dann kriegt man mehr. Wenn man einen kleinen Biobauernhof hat, ist es schwierig,
an EU-Geldern zu kommen? Nein, es gibt ja da ein einheitliches System, das im Moment neu verhandelt wird. Aber nochmal zurück auch auf unseren Ausschuss. Das ist mir ja Herr auch... Precht runzelt mit der Stirn. Wir lassen ihn gleich widersprechen. Nein, nochmal zurück auf unseren Ausschuss. Das eine ist die Philosophie, das andere ist die Realität. Mir ist es ein Herzensanliegen, dass wir in diesem Ausschuss schneller vorankommen. Wir reden über eine Verordnung 1/2005 der Europäischen Kommission. Wir reden über ein Gerichtsurteil aus 2015, das gesagt hat, diese Tiertransportbestimmungen gelten nicht nur innerhalb Europas, die gelten auch für Drittstaaten. Also du, Transporteur, bist verantwortlich bis zum Schluss, bis zur letzten Ausladestelle. Und wir erleben jetzt im Ausschuss Transporteure, Transportunternehmen, die ihre Aufgabe übererfüllen. Und wir erleben andere, die ständig den Preis unterbieten. Wer bietet weniger oder wer bietet mehr, um Tiere entsprechend zu transportieren. Das ist nur ein Gesichtspunkt. Und was mich einfach ärgert, ist, dass diese Gesetzgebung oder diese Verordnung, die ja für alle Mitgliedstaaten gilt, so uneinheitlich umgesetzt werden. Und darum bevor ich Herrn Precht widersprechen lasse, ich glaube also muss ich schmunzeln, aber vielleicht ist es eigentlich nicht zum Lachen. Es gibt das deutsche also er hat in seinem Buch drauf gewiesen, es gibt das deutsche Reinheitsgebot für Bier. Also, bevor wir uns darüber unterhalten, dass es schwer ist, Einheitlichkeit auf europäischer Ebene hinzukriegen, was das Bier angeht, gelingt es Deutschland ziemlich gut, hohe Standards zu setzen. Herr Precht. Ja gut, wir haben jetzt hier folgendes Problem. Wenn wir in Deutschland die Standards national stark erhöhen würden, was wir theoretisch könnten, da hätten wir das Recht zu, könnten sagen, landwirtschaftliche Intensivhaltung, wie wir sie bisher kannten, lassen wir nicht weiter zu. Das heißt, wir benennen kritische Größen, ja, nicht mehr als 200 Schweine, die man halten darf und so weiter und dann die Bedingungen. Das könnte man alles machen. Die Folge wäre klar, der Preis würde steigen, die großen Schweinemäster würden ins Ausland gehen oder wir würden überflutet mit günstigem Schweinefleisch aus Dänemark oder aus Holland. Das heißt, solange wir in der EU einen entsprechenden Freihandel haben, haben wir überhaupt keine Chance, auf nationaler Ebene einen moralischen Fortschritt durchzubringen. Deswegen müsste die EU Folgendes machen. Sie müsste Moral als wichtige Kategorie einführen und sagen, Dinge, die unserem moralischen Selbstverständnis widersprechen, die unterliegen nicht dem bedingungslosen Freihandel. Das wäre im Grunde genommen der entscheidende Schritt, der jetzt gegangen werden müsste. Man müsste also sagen, das, was wir nicht für ethisch vertretbar halten, zum Beispiel die landwirtschaftliche Intensivhaltung, wie Sie kennen, die Tiertransporte, wie wir sie kennen, die erlauben wir grundsätzlich innerhalb der EU nicht. Da hätte Deutschland als das größte und stärkste Land innerhalb der EU, der größte Nettoeinzahler, könnte darauf drängen. Aber wir brauchen da nicht lange darüber zu diskutieren, das tut man nicht. Die deutsche Landwirtschaftsministerin versteht sich als Lobbyistin nicht der Bauern. Auch da muss ich hier noch mal ein bisschen aufräumen. Es ist immer gerade die Rede bei Frau Mortler immer von den kleinen Bauern in Franken, über die rede ich gar nicht. Ich rede über die riesigen Agrarfabriken, die wir im Norden Westfalens oder im südlichen Niedersachsen alle haben. Das ist die eigentliche große Lobby dafür und nicht der kleine Bauer in Franken. Der spielt in diesem Spiel eigentlich überhaupt keine richtige Rolle. Und diese Lobbys, die bestimmen über den Bauernverband die deutsche Agrarpolitik. Und solange das so ist, werden wir da keine nennenswerten Fortschritte haben. Ich möchte gerne mal wissen, gibt es denn nicht die Möglichkeit, die Moralkarte gesetzlich so zu implementieren, dass bestimmte Auswüchse, wie wir sie gegenwärtig überall sehen, und zwar nicht bei wenigen schwarzen Schafen. Ich habe in meinem Leben so viele Ställe und so viele Schlachthöfe gesehen. Also wenn das schwarze Schafe sind, die man tadeln müsste, dann muss man die wenigen Weißen suchen. Ja, dann lassen wir die Frage, wenn es geht, bitte um kurze Antwort, leiten wir sie weiter an unsere zwei Politikerinnen. Jonathan? Ja, ich wollte dann gleich auf Slido zurückkommen. Dazwischen, ja. Okay. Also lassen wir kurz Frau Metz und Frau Mortler eben auf diese Frage reagieren, weil das hängt ja dann auch mit Gesetzgebungsverfahren zusammen. Spannend ist ja, wie wir moralische Kategorien dann in Gesetzgebungsverfahren definieren. Tilly Metz, Frau Mortler mit der Bitte um kurze Antwort und dann gehen wir auf Slido.
Ja, also ich bin auch eher der Meinung, dass wir bisweilen, es geht nicht um ein paar schwarze Schafe. Generell sind diese Transporte, die jetzt zugelassen sind, ich nehme dann wieder das Beispiel der Transporte, 29 Stunden mit einer Stunde Pause dazwischen, das ist nicht tiergerecht, ganz klar. Und wir reden hier von der Massentierhaltung, so wie sie eben an vielen Stellen stattfindet. Und ganz klar, man braucht EU-Regelungen. Man muss natürlich sensibilisieren, aber wir haben da, das wurde ja beschrieben, dieses paradoxale oder schizophrenes Verhalten der Leute. Über 90% der Menschen möchten mehr Tierschutz, kaufen dann aber, das wurde beschrieben von Marlene Mochler, kaufen dann aber Billigfleisch. Und deshalb muss man sich überlegen, ja, was sind denn die Rolle der Regelungen, der Gesetze? Ist eben solche Missbräuche jeder Art zu vermeiden und Schutzbedürftige zu schützen oder Ungerechtigkeiten zu kompensieren. Und deshalb braucht es starke EU-Regelungen. Und man hätte durch eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, wo man Milliarden zur Verfügung hat, um eine Politik zu orientieren, hätte man ein Instrument gehabt, das zu beeinflussen, die gemeinsame Agrarpolitik. Man hat diese Chance verpasst. Es findet keinen grundsätzlichen Paradigmewechsel statt. Wir negozieren jetzt, ja, wir versuchen das Schlimmste zu vermeiden, sagen wir, weil es ist noch immer so, dass man das Hauptgeld ist flächengebunden. Je mehr Fläche, ich sage das ein bisschen vereinfacht, bin mir dessen bewusst, je mehr Flächen du hast, je mehr Geld, das du bekommst. Und dieser Paradigmewechsel wurde nicht angefasst. Auch wenn jetzt unter den neuen Ziele ist auch Tierwohl verhandelt. Aber ob ein Mitgliedstaat sich das zur Priorität setzt oder nicht, das steht in den Wolken. Also für mich hätte man da eine Möglichkeit gehabt, die Chance wurde verpasst. Frau Mortler, moralische Grundsätze, Gesetzgebungsverfahren gießen. Ich versetze mich jetzt erstmal in die Rolle eines Bauern. Wenn der unsere Diskussion hier hört, sagt er, von der Realität, von der Praxis haben die wohl wenig Ahnung. Wenn ich heute einen Stall baue, nach neuesten Tierschutzgesichtspunkten, dann zahle ich mindestens 20 Jahre ab. Aber übermorgen sagt mir schon die nächste Wissenschaft, das ist ja veraltet, was du gestern gebaut hast, du musst jetzt da mehr machen. Also das heißt, der Landwirt muss in ganz anderen Zeiträumen denken, damit er überhaupt finanziell über die Runden kommt. Das müssen wir mit im Blick haben. Zweitens, lieber Herr Brecht, wir haben die Errungenschaft eines gemeinsamen Binnenmarktes. Und in diesem Binnenmarkt dürfen wir unsere Produkte hin und her verkaufen, ob uns das passt oder nicht. Und wenn wir jetzt sagen, wir igeln uns wieder ein, wir bauen Grenzen, wir machen nur noch Stellen nach Staats- und Planwirtschaft, 100 Schweine sind genug, dann müssen wir aber den Bauern gleichzeitig die Frage beantworten, wo kommt das Geld dann her, das der Verbraucher und der Handel am Markt an den Bauern nicht weitergeben. Und insofern ein Beispiel aus Russland. Stefan Dürr, ein Deutscher, inzwischen Russe von Putins Gnaden, hat Hunderttausende von Hektar in Russland gepachtet. Der hat Milchviehställe ohne Ende. Und wenn er nach Deutschland kommt, dann erzählt er uns, was wollt ihr mit euren Spielzeuglandwirtschaftlichen Betrieben? Das ist ja lächerlich. Macht Landschaftspflege nur in Zukunft. Ich beliefere euch, wenn wir immer noch professioneller und besser werden. Und wir müssen einfach diese holistische, also dieses Breite immer im Blick haben und die Frage am Ende immer wieder stellen, was müssen wir tun, damit es den Tieren gut geht, damit es aber auch den Bauern gut geht, die jeden Tag ihr Bestes geben. Und da lasse ich niemanden aus der Verantwortung. Ja, wobei es, glaube ich, schon ein ungleicher Wettbewerb ist zwischen Ihrem Betrieb und dem Betrieb von Herrn Tönnies zum Beispiel. Also da sind Sie die Erste, die darunter leidet. Also kommen wir gleich darauf nochmal zurück. Darf ich nochmal? Ja, vielleicht. Ich muss den Herrn Tönnies nicht verteidigen, aber ich setze mich im Moment ein für einen sogenannten Metzgerschlachthof, der in den letzten Jahrzehnten wirklich Dienstleistung für meine Metzger aus der Region gemacht hat, indem er eben alle Schlachtbedingungen erfüllt hat und nach neuesten Erkenntnissen, und der will jetzt erneuern, der will erweitern, der will wieder auf den neuesten Stand. Und ich sage, wenn die EU
diese Green Deal bzw. Farm-to-Fork-Strategie ernst nimmt, kurze Wege, kurze Transporte, regionales Schlachten, dann muss sie Butter bei den Fische geben und nicht nur immer diese Überschriften bilden und insgeheim dann doch den Großen quasi mehr Spielräume geben als den Kleinen. Auch das gehört zur Wahrheit. Gut, und jetzt übergebe ich das Wort an Philipp Ternes. Slido, was passiert da? Vielleicht nochmal ganz kurz das Meinungsbild einholen zu der zweiten Frage, die wir gestellt haben. Und dann lass uns vielleicht noch auf die Fragen gucken, die wir bekommen haben. Ja, genau. Wir haben auch schon sehr viele Fragen bekommen und Fragen mit über 50 Likes. Also die sollten wir auf jeden Fall bald besprechen. Und wir sehen hier bei der Frage, was stört dich am menschlichen Umgang mit Tieren am meisten? Da haben wir auch schon 70 oder mehr Antworten bekommen. Und ich möchte ein paar vielleicht davon präsentieren. Also ein paar Antworten wären Massentierhaltung, billiges Essen, kosmetische Tests, dass sich Menschen das Recht nehmen, Tiere zum Testen verschiedener Medikamente zu benutzen oder dass wir die schlechte Behandlung der Tiere in Kauf nehmen für unseren eigenen Luxus. Oder vielleicht noch zum Schluss, dass der sogenannte menschenunwürdige Umgang, also da stellt jemand die Frage, haben denn nicht alle Lebewesen ein Recht auf ein freies und schmerzloses Leben? Haben Tiere nicht die gleiche Behandlung wie Menschen verdient? Und welche Fragen? Also auf diese letzte Frage im Übrigen, also die Behandlung, welche Behandlung Tiere verdient haben, darüber werden wir auch noch sprechen. Welche Fragen haben wir bekommen mit den 50 Likes? Ich bin neugierig. Gut, dann werde ich die auch ganz schnell teilen. Also wir sehen hier, die Top-Frage momentan lautet, ist es moralisch vertretbar, Impfstoffe, die Menschen helfen, an Tieren zu testen? Die Frage müssen wir an unseren Philosophen weitergeben, oder? Also vielleicht Licia Alin Mayrisch, die Person oder diejenige, der diese Frage verfasst hat, kannst du vielleicht nochmal für uns alle stellen und auch vielleicht, warum du, also er oder sie, da auf diese Frage gekommen ist. Wir sind neugierig. Und Herr Precht, die Antwort liegt dann bei Ihnen. Also das ist eine Frage, auf die es mit Sicherheit keine einfache Antwort gibt. Weil es müsste ja ein Kriterium geben, wonach ich entscheide, ob das moralisch vertretbar ist oder nicht. Und da gibt es so viele unterschiedliche Kriterien, die man ins Feld führen kann, dass es nicht einfach ist, sich da auf eine verbindliche Antwort zu einigen. Ich glaube, hier wird die Antwort dadurch gegeben, dass 99% der Menschen das für vertretbar halten. Also ich glaube, wir haben hier eine quantitative Antwort für dieses moralische Problem. Und solange das Verhältnis so ist, wird es auch so bleiben. Ich möchte dennoch das Wort nochmal erteilen. Ich glaube, es ist eine Schülerin, wenn ich das richtig sehe in der Kamera, die diese Frage gestellt hat. Vielleicht deinen Namen sagen und wie kamst du auf diese Frage? Und du kannst ja vielleicht auch direkt auf die Antwort von Herrn Precht reagieren. Hallo, mein Name ist Tascha und also die Frage bezieht sich halt darauf, dass Impfstoffe, die ja so vielen Menschen helfen können, da sie ja vor Krankheiten schützen, werden ja meistens an Tieren getestet, um ja halt ihre Wirksamkeit und Nebenwirkungen und so herauszufinden. Und das ist ja in dem Sinn, ist die Frage halt, ob man es moralisch vertreten kann, dass wir uns helfen, aber dafür anderen Tieren schaden. Mhm. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Sicher. Also ich meine, ich möchte ins Feld führen, die Russen haben das an Menschen getestet. Die haben den Sputnik-Impfstoff an ihrem Militär getestet. Wenn ich jetzt in Deutschland zur Auswahl stellen würde, was würdet ihr besser finden, das an Tieren zu testen oder an Menschen zu testen, bin ich ziemlich sicher, dass es eine überwältigende Mehrheit gibt, die für die Tiere plädieren wird. Und sie wird sagen, als Argument, dass Menschen, die sehr viel komplexeren, bewusstseinsmäßig viel fortgeschritteneren Lebewesen sind und dass wir weniger komplexe, vom Bewusstsein her eingeschränktere Lebewesen dann im Zweifelsfall dafür benutzen können. Das wäre die Antwort, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen darauf geben würden. Das ist aber keine philosophische Antwort, das ist eine Antwort im Hinblick auf die Mehrheitsmeinung. Okay, Philipp Ternes, was haben wir noch? Jonathan, ich sehe gerade, dass es noch eine weitere Wortmeldung gibt. Ich weiß nicht, ob wir die auch
Ja, also machen wir es im Zusammenhang mit Fragen. Also jetzt, Okay, ja. gut. Ja, wir haben noch zwei, also noch sehr viele Fragen, aber vielleicht können wir noch Die zwei ganz, weitere genau, die oben jetzt sind. Da. nehmen, die Können wir ganz vielleicht nochmal auf die oben Liste sind. gucken. Ja. Genau, ich werde noch mal kurz sharen, damit wir das alles sehen. Und zwar ist hier eine Frage von Hanna. Herr Precht, denken Sie, man kann sich selbst als einen guten Menschen betrachten, wenn man für seinen Luxus den Tod anderer in Kauf nimmt? Also ich nehme an, die Frage Luxus bezieht sich jetzt auf solche Dinge wie Pelzmäntel tragen oder möglicherweise eben auch Fleisch essen oder Beauty-Kosmetik zu nutzen, die an Tieren getestet werden lässt. Also Philosophen definieren kein Kriterium dafür, wann es jemandem erlaubt ist, sich für einen guten Menschen zu halten und wann nicht. Also die Frage, ob ich mich für einen guten Mensch halte oder nicht, die unterliegt keinen verbindlichen Kriterien. Aber dass, wenn man sich für einen guten Menschen halten will, man so ein bisschen seine moralische Bilanz ehrlich betrachten sollte und sich überlegen sollte, wie vertretbar das tatsächlich ist, was man macht, das gehört natürlich dazu. Aber ich werde jetzt nicht hingehen als Diktator festlegen, wer das denkt oder das macht, der ist kein guter Mensch mehr. Weil dann wäre ich nicht in der Rolle eines Philosophen, sondern in der eines moralischen Diktators. Ist Hanna, wir haben auch viele Schüler, die über YouTube verfolgen, ist Hanna auch hier im Zoom? Vielleicht kannst du aufzeigen, ich finde es sehr spannend, deine eigene Meinung dazu zu hören. Also sehen wir irgendwo eine Hand, die hochgeht. Ich sehe, jemand kommt ans Mikrofon, dann ist es wieder die gleiche Klasse. Dann Hanna, wie siehst du die Frage? Oder? Licia Alemayrisch wieder? Ja, guten Tag. Ich bin Hanna aus dem Lycée Alemayrisch und ich finde diese Frage selbst sehr kompliziert. Deswegen fand ich es jetzt interessant, Herr Prechts Meinung zu hören. Also für mich persönlich kann ich halt festlegen, dass ich mich selbst nicht als einen guten Menschen sehen würde, wenn ich so viele Tiere auf dem Gewissen hätte, weil ich halt kein Fleisch esse. Aber natürlich bin ich mir bewusst, dass ich nicht einen Standard setzen kann für andere Menschen. Aber ich denke schon, dass es einen besseren Menschen macht, wenn man sich zum Beispiel für Tierrechte einsetzt oder versucht, Kosmetik zu kaufen, die nicht an Tieren verwendet wurde oder eben so gut es geht auf Fleisch oder Milchprodukte zu verzichten. Also du isst selber keine Tiere. Bist Vegetarierin, Veganerin? Also momentan Vegetarierin und ich versuche, auf einen veganen Weg zu kommen. Okay, bleib bitte kurz da stehen, wo du gerade bist. Wir werden dir gleich nochmal das Wort erteilen. Wir haben nämlich dazu auch eine Frage vorbereitet. Und zwar an die Schülerinnen und Schüler gerichtet. Wie lebt ihr? Also, oder wie ernährt ihr euch? Da habt ihr ein paar Antwortmöglichkeiten. Philipp, vielleicht können wir das mal einsenden, was wir da vorbereitet haben. Und dann können wir mal abstimmen. Und ich bin sehr gespannt, was wir da als Meinungsbild einholen werden. Ja, sehr gerne. Also wir stellen hier... Ja. Möchtest du vorstellen oder soll ich kurz? Lies ruhig vor, bitte. Also wir stellen hier die Frage, welche Aussage kannst du am ehesten zustimmen? Und zwar gibt es die Optionen, hin und wieder ein Veggie Day ist völlig normal oder Fleisch ist mein Gemüse. Drittens wäre momentan, ich ernähre mich vegetarisch und die Option mit am wenigsten Zuspruch derzeit ist noch, ich ernähre mich vegan. So, und dann gucken wir mal, wie sich die Balken da entwickeln. Vielleicht können wir das Bild genauso lassen, wie es ist, dass wir da ein bisschen die Balken sehen und können nochmal Hanna das Wort erteilen. Also, du ernährst dich vegetarisch, möchtest gerne dich auch auf einen veganen Weg begeben, wenn ich das so sagen kann. Warum? Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt Ihre Frage nicht genau verstanden. Ach so, ja, warum vegetarisch? Warum versuchst du sogar, dich vegan zu ernähren? Also das hat eigentlich vielerlei Gründe. Also ich habe noch nie wirklich viel Fleisch gegessen, weil das auch, ehrlich gesagt, ich mag es einfach nicht so sehr. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, darauf komplett zu verzichten, eigentlich primär wegen der Umwelt, weil dafür so viel Wasser benutzt wird, so viel CO2 ausgestoßen wird. Und wenn eigentlich jeder Vegetarier wäre, hätten wir keinen Klimawandel. Also das ist eigentlich der erste Grund. Und zweitens halt einfach wegen dem Tiermissbrauch. Ich habe Videos angesehen, wie Tiere in der Massenproduktion behandelt werden und das hat mich so geschockt. Also ich war echt komplett erschüttert und ich habe mir einfach gedacht, das möchte ich nicht, dafür möchte ich nicht zuständig sein und deswegen, ja. Danke.
wir haben 47%, 46% ungefähr der Schülerinnen und Schüler geben an, dass hin und wieder ein Veggie Day völlig normal ist. Zeigt mal auf, wer hat das getippt? Ich denke mal, das sind sehr viele von euch. Dafür müssen wir, glaube ich, wieder die Galerie-Einstellung haben. Gelila. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielleicht kannst du uns dann auch deinen Nachnamen sagen. Von wo kommst du? Welche Schule oder welche Region? Und warum hast du diesen Standpunkt? Ja, also gerne. Ich komme aus Hessen und ich wohne genau gesagt in Bensheim. Ich heiße Gelila Bekele und ich gehe aufs Goethe-Gymnasium in Bensheim. Und ich habe das angeklickt, also diese Auswahl, weil ich mich eigentlich mehr als die Hälfte des Jahres vegan ernähre, durch meine Religion. Also ich bin orthodox, äthiopisch-orthodox. Und da ist es halt, sage ich mal, Standard, dass man durch die Religion so viel fastet. Und ich faste auch momentan immer noch. Und ich finde es halt einfach, dass es sich vegan oder vegetarisch zu ernähren, ist eine gute Alternative. Aber ich würde nicht sagen, dass eine Person, die sich, also ich bin ja auch nicht Veganerin oder Vegetarierin im Alltag, sage ich mal, aber ich finde nicht, dass dann eine Person sich also quasi schlechter ist dadurch, dass sie sich nicht vegan oder vegetarisch ernährt, weil ich finde, es gibt auch viele Faktoren, die es gibt, also zum Beispiel, dass es dann im Durchschnitt teurer ist, sage ich mal, also zum Beispiel sich Fleischersatz oder so zu holen und dass es halt einfach manchmal Menschen gibt, die sich sowas nicht leisten können und deswegen, also jeder sollte halt das Beste versuchen für vor allem auch so Klimawandel etc. und auch für die Haltung der Tiere, aber es ist halt auch mega schwierig für manche Leute. Deswegen würde ich niemanden so verurteilen aufgrund deren Essgewohnheiten. Aber natürlich sollte man immer so das Beste versuchen und ich setze mich deshalb auch viel für Tierschutz ein. Ja. Vielen Dank für diese differenzierte Stellungnahme. Ich würde das Wort weiter anteilen an ein Gymnasium in Saarlouis, in unserer Nachbarschaft. Vielleicht könnt ihr auch noch mal genau sagen, wie euer Gymnasium heißt. Ich sehe hier nur Saarlouis TG. Stellt euch vor, ihr sitzt da zu dritt, ihr könnt auch zu dritt antworten. Wer seid ihr? Und ihr kommt aus Saarlouis, wie gesagt, wie heißt euer Gymnasium? Wir sind ein Oberstufengymnasium, das technisch-gewerblich-sozialpflegerische Berufsbildungszentrum in Saarlouis. Das ist der volle Name. Und wir haben uns eben auch in der Runde erstmal ausgetauscht, weil, also ich bin die Lehrkraft, die das Ganze betreut, das sind meine beiden Europabotschafter. Und wir haben festgestellt, es gibt halt keine einheitliche Position. Also ich ernähre mich vegetarisch, die beiden ernähren sich auch mal vegetarisch, aber essen auch ganz normal Fleisch. Und wir haben uns eben gefragt, deswegen müssen wir einen Mittelwert nehmen. Der Mittelwert ist wahrscheinlich der erste, dass das für uns alle eine Ernährungsweise ist, die wahrscheinlich am ehesten Relevanz hat. Ja. Okay. Also für mich, ich kann ja also vielleicht aus meiner Position als Vegetarier, war für mich eigentlich die Hauptentscheidung auch ursprünglich, dass ich festgestellt habe, dass da eine Diskrepanz besteht zwischen dem, wie wir auf der einen Seite, wie Herr Brecht eben sagte, mit Tieren vorgeben, umzugehen, dass wir mit einer überwältigenden Mehrheit sagen, ja, wir wollen das nicht, Tierleid wollen wir vermeiden. Und auf der anderen Seite essen wir das aber. Das scheint für mich in Widerspruch zu stehen und daraus resultierte zumindest für mich die Entscheidung. Wir haben uns aber alle darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, bewusster Fleisch essen, das ist das Mindeste, was wir tun müssen und tun können. Dankeschön. Also ich halte fest, wir hatten 46, 47% eben, die halt angeklickt haben, hin und wieder ein Veggie Day ist normal. Ich kann es mir nicht verkneifen, das Wort an Marlene Mortler zu geben, zu erteilen. 2013 haben die Grünen im Bundestagswahlkampf den Fehler gemacht, offenkundig, also wenn man sich das Ergebnis anschaut, das sie da geholt haben, einen Veggie Day zu fordern. Eigentlich scheint es hier, naja, wir sind nicht ganz bei 50, aber fast mehrheitsfähig zu sein. War das einfach billiger Populismus? Einfach darauf, also ich spreche jetzt Sie nicht direkt an, aber es waren also vom politischen Gegner wurde das aufgegriffen. Hier grüne Verbotskultur, dass man einen Tag in Kantinen nur vegetarisch ist. Gott, oh Gott, wie kann man denn sowas vorschreiben wollen? Marlene Mortler, ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Es war ja eben auch im Zusammenhang mit einem Verbot gestanden. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, haben wir jetzt keine anderen Sorgen? Es gibt überhaupt keinen Widerspruch zu den Aussagen der Schülerinnen und Schüler. Auch ich habe viele Gemüsetage und ich habe das Glück, dass ich noch gelernte Hauswirtschafterin bin und kochen kann und dass ich zum Beispiel auch aus dem letzten Rest nochmal das tollste Essen zaubern kann.
Und ich glaube, auch das ist uns abhanden gekommen. Ich möchte noch mal daran erinnern, wie ist euer Einkaufsverhalten? Wie ist euer Essverhalten im Allgemeinen? Wo kauft ihr ein? Was kauft ihr ein? Wie oft wart ihr eigentlich schon auf einem Bauernhof Also und habt super, direkt super. mit dem Bauern gesprochen? Danke, dass Sie mir es abnehmen. Ja, ich möchte Übernehmen noch wir mal das doch einfach als ein Frage. letztes. Einen letzten Satz und die Frage würden wir einfach übernehmen. Die ist sehr gut. Die Gleichung, keine Tierhaltung, kein Klimawandel, die ist etwas einfach gestrickt. Da gehören schon noch mehr Elemente dazu, damit wir klimaneutral werden. Und daran arbeiten wir ja in Europa. Gut. Und Sie haben uns jetzt eine sehr nette Frage gestellt oder an die Schülerinnen und Schüler gerichtet. Dazu haben wir jetzt noch keine Antwortmöglichkeiten vorbereitet, aber dann machen wir es mal einfach so, dass wir diese Frage, wie Sie sie gestellt haben, einfach offen an die gesamte Runde weitergeben und diejenigen, die Lust haben, darauf zu antworten, also auf Ihr Einkaufsverhalten einzugehen, können jetzt aufzeigen und dann werden wir ein oder zwei Personen auch das Wort erteilen. Ben Reiter war der Schnellste. Ben, von wo kommst du? Aus welchem Gymnasium? Aus welcher Schule? Wie handhabst du das? Also ich bin Ben, ich bin vom Lycée Ain-Meurich in Luxemburg. Das gibt es ja nicht, immer wieder diese Schule. Ja, also ich ernähre mich eigentlich fast nur vegetarisch. Ich habe manchmal einen Tag, wo ich mal ein Fleisch esse oder ein Fisch, aber das ist auch... Und wo kaufst du das? Fährst du dann über die Grenze zu Aldi und irgendwie für 1,99? Nein, ich versuche so viel wie möglich lokale Produkte zu kaufen. Ich gehe fast nur in so einen Laden, der heißt Naturata. Da gibt es viele natürliche Produkte. Da kaufe ich auch meine Kosmetikprodukte ein, weil das einfach ein Laden ist, der Wert auf natürliche Produkte setzt und Bio und nicht auf Produkte, die von Massentierhaltung stammen und so. Okay. Das heißt auch umweltfreundliche Produkte. Und ich versuche auch darauf zu achten, dass die Produkte keine Zusatzstoffe beinhalten und nichts, was dem Körper schaden könnte oder langfristige Folgen haben könnte für die Gesundheit. Vielen Dank. Ich reiche das Wort weiter an ein paar Mädels, wenn ich das richtig sehe. Mimi Philokurs steht da. Bitte. Von wo kommt ihr? Wie heißt ihr? Das Übliche. Hört man uns? Wunderbar. Okay, perfekt. Also wir sind die Abiturklasse aus der Europaschule 2 aus Luxemburg. Und wir haben die Hand gehoben, weil, also ich spreche jetzt einfach mal im Namen meiner Klasse. Ich selbst bin vegan seit 2 Jahren und hatte... So, jetzt hören wir dich nicht mehr. Jetzt so, jetzt nochmal. Jetzt hören wir dich wieder. Alles gut. Okay. Ab wann haben Sie mich nicht mehr gehört? Ja, wir haben nur einen Satz verpasst. Also du ernährst dich vegan seit 2 Jahren? Ja, hatte aber zwischendurch natürlich mal das eine oder das andere, die andere Phase, wo ich nicht mehr so ganz konstant vegan war, aber im Namen meiner Klasse, weil die nicht so sehr dieselbe Philosophie teilen und die durchaus sehr viel Fleisch essen und deshalb muss ich sagen, dass ich finde, das Problem in der Gesellschaft ist vor allem, dass man mit dem falschen Wissen aufwächst. Weil man wird, also ich gebe zum Beispiel jetzt ein Beispiel mit Milch, man wächst als Kind auf und man wird einem gesagt, dass Milch gut für Knochen sei, aber das ist schon lange bewiesen, dass das nur zu Osteoporose im Erwachsenenalter führt. Und dieser Mythos ist trotzdem noch sehr weit verbreitet, unter anderem auch, wie gesagt, hier in der Klasse. Und es tut mir leid. Und deshalb wollte ich einfach sagen, dass man, wenn man groß wird, einfach diese Mythen aus der Welt schaffen soll, weil sie sehr veraltet sind. Ja. Vielen Dank. Wir hatten noch die Frage oder die Antwortmöglichkeit eben, Fleisch ist mein Gemüse. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viele Prozent hatten wir dafür, Philipp. Hast du es noch irgendwie präsent? Ja, Fleisch ist mein Gemüse, da waren wir bei 28%. So, also am zweiten Platz eigentlich. Okay, ich will ein paar leidenschaftliche Fleischesser hören.
Wer hat gesagt, Fleisch ist mein Gemüse? Hände hoch in Zoom. Ich sehe, eine Hand ist gestreckt. Paul Kutschera, ist Fleisch dein Gemüse? Also, mein Name ist Paul Kutscherer. Ich komme vom Schulhof Bergstraße aus Serm-Jugendheim, Südhessen. Bei mir ist es so, dass ich esse schon viel Fleisch, aber es kommt ein bisschen drauf an, wo es herkommt. Bei uns im Ort gibt es jeden Samstag einen Markt. Da gehen wir als Familie immer einkaufen und decken uns im Prinzip mit dem Nötigen, also mit unserem Belag etc. ein und ernähren uns dann davon. Und aber auch das, also beispielsweise. Gehst du manchmal zu McDonald's? Big Mac und so, muss das manchmal sein? Sehr selten, also seltenst. Aber also ich kaufe auch bei Aldi ein. So ist es nicht, dass ich nur auf den Wochenmarkt bei uns im Ort gehe. Aber beispielsweise meine Großeltern, die kaufen immer bei einem Bauernhof, bei einem lokalen Bauernhof 2 Orte weiter ein. Und da kriegen wir immer unsere Frühstückseier her und ich esse gar keine anderen Eier, weil ich mir eben bewusst bin, wozu das führen kann, klimatechnisch. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, halt so zu leben. Vielen Dank. Herr Precht, wenn wir alle Veganer würden, wäre dann alles schön? Oder sind dann alle Probleme gelöst? Ja, das ist eben die große Illusion dahinter. Also ich finde das natürlich gut, sich Gedanken zu machen. Ich finde das auch gut, sich dazu entscheiden, Vegetarier oder Veganer zu werden, aber man sollte sich da nicht überschätzen. Also wenn alle Luxemburger Vegetarier oder Veganer würden oder alle Deutschen, dann würde das unterm Strich relativ wenig nützen, weil wir erleben jetzt gerade in Ländern, die wirtschaftlichen Aufschwung haben, wie China, aber auch in Indien, dass der Fleischkonsum irrsinnig zunimmt. Und da fallen statistisch gesehen die Veganer in Deutschland oder in Europa nicht ins Gewicht, selbst wenn es deutlich mehr werden wird. Jetzt gibt es aber eine ganz, ganz schöne Nachricht. Ich habe gerade von Frau Mortler gehört, es gibt Landwirte, die sich jetzt tiergerechtere Ställe bauen, die sie 20 Jahre lang abbezahlen. Ich würde nur sagen, macht das bloß nicht. Also mit diesem Blödsinn dürft ihr euch nicht mehr antun. In 20 Jahren wird es euch nämlich nicht mehr geben. Und der Grund ist nicht Moral, sondern der Grund ist Ökonomie. Wir sind heute in der Lage, einem Rind, einem lebenden Rind, das auch weiterhin danach lebt, eine Nackenzelle zu entnehmen, hier so ein Stück Zelle aus dem Nacken, die in der Petrischale zu vermehren, daraus Burger herzustellen. Das hat man das erste Mal 2013 in Maastricht gemacht. Das kostete damals $250.000. Das kann man heute für unter $50 herstellen. Und the day will come, und zwar in gar nicht allzu ferner Zukunft, da wird dieses Fleisch günstiger sein als alles Fleisch, das in Luxemburg oder in Deutschland produziert wird. Und dieses Fleisch hat den enormen Vorteil, dass es fast komplett tiergerecht ist. Wird jetzt noch Kälberserum dafür benutzt, aber im Prinzip ist kaum noch Tierleid damit verbunden. Und es wird in dem Moment, wo es im großen Stil hergestellt sein, sehr viel günstiger sein, als ganze Tiere zu züchten und nachher davon Teile zu verwerten. Und das wird die große ökonomische Revolution auf dem gesamten Weltmarkt sein. Und jetzt geht es eigentlich darum, und ich versuche auch immer die Bauern in Deutschland davon zu überzeugen, wer da nicht rechtzeitig rein investiert, der geht irgendwann pleite. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, die wir jetzt haben. Aber wie investiert man denn darin? Oh, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die haben ein großes Glück. Wir haben gerade, Entschuldigung, wir haben gerade ein Tonproblem. Irgendwie habe ich es jetzt nicht mehr. Jetzt hören wir wieder. Ja, okay. Also es gibt sehr viele Startups auch zu diesem Thema. Das ist eigentlich eher so zum Teil auch eine Graswurzelbewegung. Das ist das Gute daran. Das Gefährliche ist, und das ist ein Riesenthema für das Europäische Parlament, theoretisch können sich diejenigen, die in diesen Verfahren am weitesten sind, die Verfahren patentieren lassen. Wenn die sich die Verfahren patentieren lassen und dahinter stecken Kapitalgeber aus dem Silicon Valley, die sind da ganz massiv bei, dann würde das dazu bedeuten, dass also Monopole in der Lizenz auf Herstellung von Lebensmitteln ins Silicon Valley fließen würden. Und dann wäre es auch vorbei mit der Start-up-Kultur und dann wäre es auch vorbei mit den äthiopischen Kleinbauern. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass hier keine Patente verteilt werden,
Das Europäische Parlament hat Ende der 90er Jahre angefangen, Patente auf Leben zu erteilen, indem man Verfahren patentiert. Das darf man hier um nichts in der Welt tun, sonst schafft man hier gewaltige Monopolisten auf dem Markt. Und dann wäre die positive Wirkung für das Tierwohl und die Ökologie auf der anderen Seite wieder dadurch aufgefressen, dass man riesige soziale Missstände schafft. Lass mir darauf die zwei Politikerinnen antworten. Tilly Metz und dann Marlene Mortler. Ja, zu der Frage von Lab Meat, wie man das sagt, das ist jetzt ein sehr aktuelles Thema indeed. Und es gibt auch schon ein Restaurant in Indonesien, da bekommt man solches Fleisch aus dem Laboratoire auch zu essen. Auch in Singapur ist es auch zugelassen seit ja, 2020. Ich bin dem nicht abgeneigt, weil für mich alles, was zu weniger Tierleid führt, dem sollte man und auch zu mehr Umweltschutz, zu weniger Wasser, Luft und so weiter verschmutzen. Frau Metz, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich weiß, Sie Ja? haben ja auch gesagt, Sie sind Vegetarierin. Also Fleisch, das aus dem Labor hergestellt wurde, wofür kein Tier sterben musste. Würden Sie dann wieder Fleisch essen? Nein, aber ich versuche immer zu respektieren auch die Entscheidungen anderer Menschen. Also für mich ist es ganz wichtig, auch im ganzen Hinsicht Vegetarier, Veganer. Ich war natürlich froh, als ich gesehen habe, dass 21% vegetarisch sind. Ich muss ehrlich sagen, das freut mich. Aber ich würde nie Schuldzuweisungen machen für der regelmäßig Fleisch essen Na, ist ja in Ordnung, will. aber jetzt, also mir ging es ja jetzt wirklich um Fleisch, das in Bedingungen, also im Labor, künstlich hergestellt wurde, wofür kein Tier geschlachtet wurde. Also praktisch der Antrieb, ich unterstelle mal, dass es vielleicht auch Ihr Antrieb war, um Vegetarierin zu werden, war ja auch, Sie wollen nicht zu Tierleid beitragen. Ganz klar. Dieser Antrieb ist ja dann nicht mehr gegeben. Ja, aber ich vermisse das Fleisch nicht. Im Gegenteil, ich esse auch keine vegetarischen Produkte, die dem Fleisch ähneln wollen. Mir schmeckt das nicht. Ich entdecke, ich will nicht sagen jeden Tag, aber regelmäßig Also mit einem Veggie-Burger macht man Sie nicht glücklich. Es hängt vom Veggie-Burger ab. Es gibt Veggie-Burger, die sind sehr gut, aber wenn es zu viel dem Fleisch ähnelt, dann gefällt das mir natürlich überhaupt nicht, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin dem Lab-Meat nicht abgeneigt, aber man muss auch da analysieren. Ich habe auch Kolleginnen, Bäuerinnen und Bauern in der Grünen Partei, die sind dem eher skeptischer. Natürlich ist Essen auch verbunden mit einer gewissen Kultur und so weiter und die sagen, ja, da werden sehr viele Wachshormone benutzt. Also man muss wirklich dem auch alles abwägen, aber ich finde es eine sehr interessante Piste, die man auf jeden Fall verfolgen soll für die Zukunft, weil sie eben in vielen Hinsichten nicht nur weniger Tierleid verursacht, wie ich das gesagt habe, aber auch weniger Umweltverschmutzung und von Tiertransporten wäre dann auch keine Rede mehr. Also, aber wie gesagt, man muss das aber abwägen und auch wie man es produzieren und auch, unter welchen Bedingungen da und welche Konsequenzen das wiederum auch auf die menschliche Gesundheit hat, sollte man aber trotzdem analysieren. Aber interessant. Bevor wir Frau Mortler das Wort erteilen, Herr Brecht, das hätte ja dann auch... Ganz kurz vielleicht, wir haben diese Frage jetzt auch schon auf Slido gestellt. Wir können vielleicht einen kurzen Blick drauf werfen auf die Resultate. Ja, sag mal, genau, danke. Ja, gut. Also wir haben schon über 40 Also wir haben die Frage gestellt, würdet ihr In-vitro-Fleisch essen, ne? So, oder? Genau, könnt ihr euch vorstellen, Fleisch aus dem Labor zu essen? Also es sieht nach einer überwältigenden, das sind keine 2/3, aber eine deutliche Mehrheit, 1/4 sagt eher nein, das geht weiter nach oben. 15% haben sich keine Gedanken dazu gemacht. Dann sind wir sehr froh, dass wir zu diesen Gedanken jetzt beitragen. Herr Brecht, ist es eigentlich eine fatale Nachricht für Frau Mortler? Also ist Ihre Nachricht, Frau Mortler, Ihren Betrieb, Ihren Landwirtschaftsbetrieb gibt es, nee, Sie haben ja kein Vieh mehr, ne, Frau Mortler? Ja. Richtig, oder? Ja, also ich hoffe, Sie hören mich. Ja, aber ich will nur kurz, also gleich, aber das bedeutet, dass Landwirtschaftsbetriebe, die Vieh halten, Kühe, also Rinder, Schweine, die können in 20 Jahren spätestens dicht machen. Ja, also mit einer Ausnahme. Also es wird ein Segment geben für hochqualitatives, teures Fleisch. Das wird also durch das Clean Meat nicht abgelöst. Also das teure Fleisch, was man sich grillt. Also die Leute, die sich jetzt ein Tomahawk Steak grillen und das Omaha-Rind und das Fleisch aus Argentinien oder den neuseeländischen Weideochsen. Also dieses Segment wird weiterhin bestehen.
Das heißt, der Markt wird sich völlig verändern. Auf der einen Seite wird das, was jetzt durch landwirtschaftliche Intensivhaltung abgedeckt wird, das wird schon in einer sehr absehbaren Zeit, und hier reden wir von einem Zeitraum, der wahrscheinlich keine 10 Jahre braucht. Okay. Das wird flächendeckend komplett ersetzt werden durch Clean Meat. Und übrig bleibt ein kleines Luxussegment, wo das Fleisch, das man in München auf dem Viktualienmarkt kauft, oder das, was in ganz spezieller Gastronomie angeboten wird oder was man sich für viel Geld auf seinen Grill legt, das wird als Spartensegment weiter überleben. Und es ist unglaublich wichtig, dass sich die Bauern in Deutschland auf dieses Szenario jetzt einstellen, denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht dann auch mit der Zeit. Also High-Quality-Meat ist die Zukunft. Die gute Nachricht ist also, spätestens dann kann Herr Tönnies seinen Betrieb dicht machen. Vielleicht ist Schalke 04 bis dahin wieder erstklassig, dann ist es dann vielleicht dann doch noch eine gute Nachricht. Frau Mortler, was sind Ihre Gedanken dazu? Also, Herr Brecht hat mich natürlich nicht überrascht, weil mich das Thema seit Jahren umtreibt und ich auch immer wieder in Ausschusssitzungen der Kommission ähnliche Fragen stelle. Aber mich erstaunt, dass Sie jetzt so ein richtiges Promoting für Nestle und Co. gemacht haben, denn am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass Laborfleisch für einige wenige Player, nämlich für die weltweit größten am Markt, das Geschäft werden wird. Und interessant ist für mich auch, dass dieses Laborfleisch ja mit Gentechnik zu tun hat. Das spielt dann offensichtlich keine Rolle. Also ich bin froh, dass wir uns im Parlament einig sind, fraktionsübergreifend, was das Thema Patentierung betrifft. Und zwar nicht nur von Pflanzen, sondern eben auch von Tieren. Aber die Frage ist, reicht das überhaupt? Denn das Promoting, wie gut es eigentlich schmeckt, und es ist fast nicht mehr von einem natürlichen Fleischstück zu unterscheiden, da kann ich nur sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Aber was das Thema Stallbauen insgesamt betrifft, die Bauern investieren ja nicht erst seit jetzt in neue, moderne, tierwohlgerechte Ställe, sondern seit Jahrzehnten. Und die haben das Thema natürlich im Hinterkopf. Und darum ist es so wichtig, dass sie Rahmenbedingungen haben, wo sie am Ende sagen, ich kann mich auf die Politik verlassen und auf das, was kommt. Und wenn ich in einen Stall investiere, dann habe ich halt, das ist Fakt, 20 Jahre abzuzahlen. Und dass es am Ende dann nur noch Fleischstücke geben wird, die, wie Sie sagen, exotisch sind, beziehungsweise ganz was Besonderes sind. Das kann ich nicht ausschließen, aber für mich sind natürliche Kreisläufe und natürliche Rohstoffe möglichst wenig verarbeitet, eigentlich das Nonplusultra. Das heißt, wir würden uns dann von natürlichen Kreisläufen ins Labor verabschieden. Und wollen wir das dann wirklich? Herr Brecht, ich kann mir nicht vorstellen, Sie sind kein Freund von Nestle, oder? Nee, bin ich nicht. Und dafür ist das Europäische Parlament da, das genau das verhindert. Das habe ich ja gesagt. Das ist sozusagen die Aufgabe, die die Abgeordneten haben, dass am Ende nicht wenige Global Player übrig bleiben, sondern dass es hier einen diversifizierten Markt gibt. Das ist absolut wichtig. Das Zweite ist zu sagen, das ist nicht natürlich. Was ist denn an einem Bier natürlich? Ja, ein Bier wächst auch nirgendwo auf den Feldern, ja, sondern das wird auch in einem chemischen Prozess letztlich hergestellt. Also insofern überzeugt das Argument nicht. Und jetzt kommt das dritte und wichtigste Argument, Frau Mortler, bitte. Sonst laufen Sie in Gefahr, dass man sich über Sie lustig macht. Das, was ich hier rede, Clean Meat, ist nicht Gentechnik. Gentechnik bedeutet, dass ich die Struktur einer Zelle verändere. Das tue ich hier nicht. Ich vermehre Zellen bloß. Das ist ein ganz normales reproduktionsmedizinisches Verfahren, hat mit Gentechnik überhaupt gar nichts zu tun. Mortler? Jonathan, vielleicht ganz kurz auch ich will ganz kurz Frau Mortler darauf reagieren lassen, fairerweise, und dann Slido. Ich nehme das jetzt einfach so zur Kenntnis. Es ist auf alle Fälle kein natürlicher Prozess und kein natürlicher Vorgang. Darf ich was zu sagen? Es ist ein ganz natürlicher Vorgang, nur dass der Unterschied darin besteht, dass vorher sich das Fleisch, also die Zellen in der Kuh vermehrt haben und geteilt haben und diesmal das im Labor tun. Es ist aber der gleiche Vorgang. Und jetzt der Blick auf Slido. Ja, wir haben auf Slido mehrmals jetzt einfach die Bitte erhalten, dass die Schülerinnen sich auch wieder kurz zu Wort melden können. Und ich sehe, es gibt auch eine Wortmeldung hier, eine gehobene Hand. Ja, ich will, also eine gehobene Hand, nur wenn wir Umfragen machen. Sorry, was sind denn die Fragen, die am meisten Likes haben?
Okay. Also bitte die gehobene Hand wieder runternehmen und wir nehmen auch nur Schülerinnen, die die Kamera anhaben. Also das auch als Anmerkung. Also, welche Fragen sind ganz hoch gewotet? Ganz kurz. Weil ich sehe, hier ist jetzt gerade noch das Poll eingeblendet. So, jetzt müssen die Fragen wieder erscheinen. So, 63 Likes. Genau. Wir haben diese Frage, glaube ich, schon teilweise beantwortet. Ja, genau. Muss man vegetarisch oder vegan leben, um den Tieren zu helfen? Und das ist auch so mit der zweiten Frage. Ja, die sollten wir übernehmen. Linda, lass uns mal Linda Holländer das Wort erteilen. Herr Precht, Sie haben sich über mehrere hundert Seiten über diese Frage, also sind auf diese Frage eingegangen. Sie werden jetzt die Schwierigkeit haben, diese Frage in weniger als 100 Seiten zu beantworten. Um welche Frage jetzt gerade? Wir lassen einfach Lina Holländer ihre Frage nochmal an Sie richten und dann wissen Sie Bescheid. Hat 55 Likes da in unserer Abstimmung. Lina, wo sitzt du? Welchem Gymnasium? Bist du bei uns in Zoom oder auf YouTube? Dann lese ich die Frage vor. Sehen wir eine Reaktion von Lina Holländer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lese ich die Frage vor. Herr Precht, was sagt die Philosophie zur vom Menschen kreierten Differenzierung zwischen Menschen und Tieren? Klammer auf, der Mensch ist doch selbst ein Tier. Punkt. Ja, also anders als die Philosophen zu früheren Zeiten, die nicht wussten, dass der Mensch eigentlich auch ein Tier ist und dass im Zuge der Evolution sich der Mensch aus anderen Tieren entwickelt hat, wissen zeitgenössische Philosophen sehr genau, dass das eine merkwürdige Unterscheidung ist. Es gibt übrigens kein Kriterium, das alle Menschen von allen Tieren unterscheidet. Also wenn man sagt, der Mensch verfügt über Sprache, wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die nicht über Sprache verfügen. Außerdem gibt es viele Tiere, die auch über Sprache verfügen, zum Beispiel über sehr ausgeprägte Formen von Zeichensprache. Wenn wir sagen, der Mensch ist als einziger in der Lage, mathematische Operationen durchzuführen, dann werden wir eines Besseren belehrt. Es gibt einige Tiere, die das auch können. Manche können das sogar ausgesprochen gut, können keine Differentialgleichungen. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Menschen, die keine Differentialgleichungen können. Und wenn wir das alles so Stück für Stück durchgehen, dann stellen wir fest, dass wir tatsächlich den Tieren sehr, sehr nahe sind und dass diese holzhackerische Unterscheidung Mensch-Tier tatsächlich problematisch ist. Zum Beispiel, wenn man das sich klar macht, für den Menschen gilt das Strafgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch, für die Tiere gilt das Tierschutzgesetz. Das heißt, der Schimpanse wird in dem Tierschutzgesetz gleichrangig behandelt im Prinzip mit dem Maulwurf. Und zwischen dem Maulwurf und zwischen dem Schimpansen besteht genetisch und vom Verhaltensrepertoire ein riesiger Unterschied, viel größer als der zwischen Mensch und Schimpanse. Tatsächlich ist das in dieser Form nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen gibt es ja auch Initiativen, die sich darüber Gedanken machen, wie man die Grenze so aufweichen kann, dass man zum Beispiel Menschenaffen auf eine ganz andere Art und Weise schützt oder ihnen Rechte verleiht, als das durch bisher bestehende Tierschutzgesetz der Fall ist. Wir haben diese Grenze in der Philosophie 2500 Jahre aus Mangel an Wissen maßlos übertrieben. Und es ist richtig, diese Grenze Mensch und Tier, die ist sehr viel poröser, als sie sich in der Rechtsprechung wiederfindet. Vielen Dank für diese Antwort. Kurzes Sorry meinerseits. Wenn ich jemanden aufrufe, der die Kamera nicht anhat, dann kann er seine Frage trotzdem stellen. Nur wenn ich die Auswahl habe zwischen mehreren und einige haben die Kamera an, dann werde ich eher die aus, die die Kamera angeschaltet haben. Aber in der Tat werde ich jetzt keinen dafür diskriminieren, dass er die Kamera nicht anhat. Alles in Ordnung. Also wenn jetzt hier eine Frage drankommt von einer Person, die die Kamera nicht anhat, dann kann er oder sie die Frage trotzdem stellen. Slido, Philipp, was geht noch auf Slido? Was haben wir noch für Fragen? Ja, danke, Jonathan. Vielleicht ganz kurz zwischendurch. Wir haben auch eine Verständnisfrage bekommen über Slido, die jetzt noch nicht so viele Likes hat, aber ich glaube, die ist vielleicht sehr interessant bezüglich der Frage vom Kunstfleisch sozusagen. Also wenn sich die Zellen im Labor vermehren, ab wann sind es dann wieder Lebewesen? Ich glaube, das betrifft die Frage, die wir vorher besprochen haben, und es ist wahrscheinlich wichtig, das kurz anzusprechen. Okay. Also wenn ich was dazu sagen soll, die reine Vermehrung von Körperzellen, in diesem Fall einer Nackenzelle, schafft keine neuronalen Strukturen. Das heißt also kein Gehirn und ohne Gehirn auch kein Bewusstsein. Wir können jetzt lange darüber philosophieren. Leben ist das schon.
das ist schon richtig, aber es ist bewusstloses Leben. Und dass bewusstloses Leben per se moralisch schützenswert sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Gut, und weiter geht's. Schauen wir mal, was wir noch an Fragen haben. Vielleicht können wir noch mal auf Slido da die Übersicht sehen. Sehr gerne. Also die nächste Frage mit 36 Likes wäre, bedeutet Bio in jedem EU-Land etwas anderes? Also andere Bedingungen, andere Auflagen, oder ist es schon identisch? Also irgendwie ein geschützter Begriff. Ja, die Frage kam von Anonymous. Die Frage ist aber sehr gut. Leiten wir gleich weiter. Ich möchte nur, dass sich Lilly Metz vom Goethe-Gymnasium Bensheim darauf vorbereitet, auch ihre Frage zu stellen. Finde ich auch sehr interessant. Also Bio, wie sieht es damit aus? Vielleicht auch die Frage, Lilly Metz, die kam jetzt längere Zeit nicht zu Wort. Vielleicht wollen Sie darauf eingehen. Tilly, das Mikro, wir müssen Tilly freischalten, damit sie antworten kann. Das wäre nett. Danke. Genau, genau. Also da wurde ja auch auf der Ebene des Europaparlaments gearbeitet, was eigentlich Bio ist und was nicht ist. Und man muss eben jetzt aufpassen, dass es nicht auf einmal zu einer Verwässerung kommt, was jetzt biologisch ist und nicht zu einer Version Light von Bio. Das ist momentan etwas, was zur Diskussion ist am Europaparlament auch. Aber ich denke, und das ist ganz wichtig, man muss natürlich den Bäuerinnen und Bäuerinnen bei dieser ökologischen Transition oder ich sage mal lieber zu mehr Agroökologie, muss man die natürlich auch unterstützen und mit Beratung, aber auch finanziell. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Bäuerinnen und Bäuerinnen da mit an Bord nimmt, um mehr zum Beispiel pflanzliche Produkte zu produzieren und so weiter. Also es geht nicht darum, jetzt einfach zu sagen, ihr müsst jetzt das und das muss erreicht werden. Man muss sich natürlich politisch es zur Priorität machen und sich dann auch die Mittel dazu geben, die Betriebe darin zu unterstützen. Gut, und fürs Protokoll nochmal zur Frage zurück. Also das Bio-Label ist einheitlich. Es gibt den Bio-Label, da gibt es verschiedene Kriterien, die effektiv zu erfüllen sind. Aber wie gesagt, es gibt jetzt eben auch, ich bin auch der Meinung, dass man eben, weil bis man ja Bio anerkannt wird, das dauert eine gewisse Zeit und dass es ganz wichtig ist, auch in dieser Transitionszeit die Leute zu unterstützen. Aber Bio-Label ist geschützt und da gibt es ganz klare Kriterien auch wiederum, um das dann zu erhalten. Marlene Mortler möchte reagieren. Ja, also es gibt einmal das EU-Bio-Siegel, das heißt, du kannst auf deinem Betrieb sowohl konventionell als auch biologisch wirtschaften und alle Produkte, die unter dem Dach, unter den Voraussetzungen des europäischen Bio-Siegels erfüllt werden, die dürfen liefern. Und zwar nicht nur europäische Betriebe, sondern Betriebe aus der ganzen Welt, wenn sie diese Bedingungen erfüllen. Und dann gibt es in Deutschland schärfere Kriterien von anderen Bioanbauverbänden, zum Beispiel Demeter, Bioland, Naturland, die sagen, entweder Bio ganz oder gar nicht und die grundsätzlich noch höhere Standards ihren Biobauern vorschreiben. Und dann haben wir Österreich, das hat inzwischen schon einen Bioanteil von 25%, aber die sagen ganz ehrlich, wenn das Ausland und vor allem Bayern ihre Bioprodukte nicht abnehmen würden, zu einem großen Teil, dann würden sie im eigenen Land auf ihren Produkten sitzen bleiben. Und darum gibt es einen Aktionsplan in Europa, der ist jetzt diskutiert worden und der ist leider nicht mit Geld gefüllt. In Bayern haben wir einen Aktionsplan, der mit Geld gefüllt ist, sprich die Betriebe werden vom Übergang konventioneller zu Biolandwirtschaft unterstützt und mehr gefördert und die Bio-Lebensmittel regional werden entsprechend auch promoted. Also wir sind auf einem einheitlichen Weg, aber es gibt schon noch größere Unterschiede. Okay. Ich habe den Namen vergessen, Philipp. Ich weiß, es war eine Schülerin vom Goethe-Gymnasium in Bensheim. Der Name war nochmal? Für die nächste Frage. Ah, sie hat schon aufgezeigt. Lilly. Ja, Lilly Metz. Lilly Metz, stell deine Frage bitte in die Runde. Hört man mich? Wunderbar, ja.
Ja, also meine Frage war es halt, also beziehungsweise meine Frage ist mir direkt am Anfang eingefallen zu der Frage, wie behandeln wir Tiere? Und es ist ja ein Fakt, dass wir Hunde, Katzen, Kaninchen etc. so verwöhnen und als unsere besten Freunde bezeichnen und Tiere wie Kühe oder Schweine so in einem Ausmaß töten, was ja gar nicht mehr in der Vorstellungskraft liegt. Kurz, Und wenn ich unterbrechen darf, hast du selber ein Haustier oder Haustiere? ja, ich hatte Kaninchen. Leider sind meine Eltern allergisch gegen Tiere, deswegen darf ich leider keinen Hund oder so, aber es wäre mein Traum. Also ein Hund wäre dein Traum. Genau. Okay. Genau, und da ist mir halt die Frage eingefallen, wieso ist das überhaupt so? Wieso töten wir die einen in so einem großen Ausmaß und wieso lieben wir die anderen so sehr und bezeichnen sie als unsere besten Freunde? Bitte, können wir bitte das Mikro, Lilis Mikro angeschaltet lassen? Wir werden nämlich Herrn Precht darauf reagieren lassen und dann vielleicht auch auf den Unterschied, ohne die Antwort vorwegzunehmen, den Unterschied zwischen Schweinen und Hunden auch nochmal eingehen. Herr Precht. Ja, also die Antwort auf die Frage ist kulturelle Gewohnheit. Es gibt ja Kulturen, in denen werden Hunde gegessen. Es gibt andere Kulturen, da ist das nicht der Fall. Ich komme aus Solingen, da hieß es, dass in den Hofschaften, da wo die alten Solinger leben, dass die doch die Katzen essen. Da gab es auch eine Menge Belege für, dass man das gemacht hat. Heute sind Menschen in der Großstadt, die sagen würden, ja, ich esse jetzt mal meine Katze, ich habe Hunger. Ja, die würden wir denken, die sind nicht mehr richtig bei Trost. Aber wir sehen, alles das hat nichts zu tun mit wissenschaftlichen oder moralischen Kriterien, sondern es ist eine reine Gewohnheitsfrage. Es ist auch interessant, dass es Menschen gibt, die halten ein Kaninchen und würden dieses Kaninchen nie essen, würden aber trotzdem Kaninchenfleisch vom Metzger kaufen. Das heißt, das Interessante ist, wenn wir in irgendein Objekt Liebe hinein investiert haben, dann wird das für uns ethisch aufgeladen. Das hat überhaupt nichts mit Biologie zu tun, das hat nur was mit uns zu tun. Und die Frage, welche Tiere wir essen oder nicht essen, ist tatsächlich entsprechend eine traditionelle Frage. Wenn wir die Frage mal so stellen würden und würden sagen, je komplexer, leidensfähiger, sensibler und so weiter ein Lebewesen ist, dann wäre klar, das erste Tier, also es gibt 2 Tiere, die dürfen wir auf gar keinen Fall mehr essen. Ja, an allererster Stelle sind das Kraken. Na, also jeder, der gern Oktopus oder sowas isst, das geht ganz überhaupt nicht. Also die haben wir den Mensch des Meeres vor uns, also Menschen, die Kraken essen. Die müssen an einem eklatanten Mangel an Informiertheit leiden oder verroht sein. Erklären Sie mal, was ist besonders an Kraken? Jetzt haben wir Sie wieder tontechnisch verloren, ganz kurz. Ja. Jetzt hören wir Sie Kraken wieder. haben nicht nur ein Gehirn, sondern die haben für jeden einzelnen Arm, den sie steuern können, nochmal ein ziemlich komplexes Gehirn. Kraken verfügen über mehrere Herzen. Sie verfügen auch, wenn sie Männchen sind, über 3 Penisse, wovon 2 nur just for fun da sind, damit das Ganze Spaß macht und nur einer für die Zeugung da ist. Kraken können miteinander kommunizieren durch ein Farbspiel von mehr als Tausenden von Farbnuancen. Ein Krake kann sich aus Spaß in einen Stein verwandeln oder in Sandfarben erscheinen. Männchen können sich optisch in Weibchen verwandeln und umgekehrt. Das ist ein unfassbar faszinierendes Tier, was an Sensibilität dem Menschen weit voraus ist. Also sowas einfach gedankenlos zu verspeisen geht irgendwie gar nicht. Und die Weibchen haben auch 3 Klitorisse, ne? Die haben auch 3 Jetzt haben wir Sie wieder verloren. Komisch. Jetzt sagen Sie mal was? Nee? Ja, jetzt. Ja, der Paarungsakt dauert also unglaublich lange. Und in dem leider sehr kurzen Leben der Kraken nimmt er fast ein Viertel der gesamten Lebenszeit ein. Also ein wirklich faszinierendes Tier. Aber wenn wir in die Nähe gucken, dann können wir bei Schweinen schon feststellen, dass Schweine so im Durchschnitt die Intelligenz etwa von 2,5-jährigen Kindern haben. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Auch unglaublich sensitive, emotionale Lebewesen. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Ferkelaufzucht bei uns aussieht, wie die Schweine da als Gebärmaschinen benutzt werden, wie wenig Raum die haben, dass sie meistens keinen Schlamm haben, an dem sie sich suhlen können, die sind wahnsinnig geruchsintensiv. Ja, stattdessen riecht das alles nach Stress und Angstschweiß. Also die ganze Form unserer Schweinehaltung, die ist von allen Tierhaltungen, die wir in Deutschland haben, mit Abstand die skandalös ist. Gehen wir nochmal die Frage an Lilly weiter. Du hast gerade gesagt, du hättest gerne einen Hund. Herr Precht, korrigieren Sie mich, Schweine sind intelligenter als Hunde, oder? Ja, also Hunde, wie wir wissen, sind von Rasse zu Rasse sehr unterschiedlich intelligent. Es gibt relativ simple Hunderassen und es gibt also so wie französischen Bulldoggen, die so beliebt sind, die sind wahnsinnig lieb, aber nicht sehr schlau.
Dann gibt es sowas wie Border Collies, das sind sehr fortgeschritten intelligente Hunde, aber im Durchschnitt kann man eindeutig sagen, Schweine sind intelligenter als Hunde. Also Lilly, solltest du dir nicht lieber ein Schwein als Haustier wünschen, irgendwann statt eines Hundes? Tatsächlich habe ich auch schon mal über ein Hausschwein nachgedacht, aber ich denke, dass ein Hund vielleicht ein bisschen anpassungsfähiger an unser Leben ist. Den kann man vielleicht auch mal mitnehmen zum Wandern oder so. Ich denke, ein Schwein beim Wandern ist ein bisschen schwieriger oder auch im Supermarkt oder so. Ich weiß es nicht, aber ja, Schwein kann ich mir auch vorstellen. Also wir haben nur noch 10 Minuten, sonst würden wir noch eine Umfrage machen. Wer hat lieber ein Schwein oder einen Hund als Haustier? Das machen wir vielleicht nächstes Mal. Lass uns aber vielleicht noch mal weiter gucken, Philipp, was wir an Fragen haben. Ja, sehr gerne. Also die nächste Frage, die auch in anderen Fragen vorkommt eigentlich, die betrifft die Aquakultur. Und zwar, ich werde ganz kurz wieder teilen. Warum wird so wenig über die Aquakultur, die eine Massentierhaltung unter Wasser ist, geredet? Die Frage ist gestellt von Julia Koch aus Dachau. Ist Julia Koch auch Teil des Zoom-Calls oder der Zoom-Besprechung sozusagen? Dann, wenn dem so ist, kannst Hallo, du... kann man mich hören? Ja, wunderbar. Ja. Ja, es ist ja so, dass in Europa eine große Nachfrage nach Fisch gibt und vor allem nach Lachs. Und dann gibt es diese Fischfarmen unter Wasser und die Fische haben dort keine artgerechte Haltung. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum da so wenig darüber geredet wird. Liegt es daran, dass wir davon nichts mitbekommen, weil das unter Wasser ist? Stellen wir die Frage an Tilly Metz. Ja, also das ist ein sehr wichtiges Thema, weil zumal hat man ja auch herausgefunden, dass diese Aquakulturen, diese Fischfarmen sehr hohe CO2-Emissionen haben und sogar höher als der Flugverkehr. Also das ist ein sehr großes Tierleiden und es war jetzt auch eine ganze Kampagne. Ich bin auch im Intergroup für Tierwohl im Europaparlament, wo Schweizpräsident bin und da haben wir eine Kampagne gestartet, auch letztes Jahr, glaube ich, war das oder sogar das Jahr vorher. Rethink Fish, also auch was Fische angeht, bringt die Wissenschaft immer mehr. Wir haben jetzt geredet von dem Oktopus, aber auch Fische, die haben ein Sozialleben, die können sogar Instrumente benutzen, die gehen gemeinsam auf die Jagd und so weiter. Die haben auch ein ganz sozial. Und ich glaube, so wie die hier da gehalten werden, wo sie nicht genug Freiraum haben, wo sie sich gegenseitig anknabbern, weil sie eben aggressiv feiern und nicht genug Platz und dann wiederum auch die Konsequenzen, diese Treibhausgasemissionen, die da enorm sind, CO2, dass man das mehr zum Thema machen muss. Das ist ganz klar. Wir haben im Europaparlament einen Ausschuss PESH, also wo es eben um die Fischerei geht und ich bin da jetzt nicht in dem Ausschuss, aber ich denke, das ist ein Thema generell, wenn wir jetzt auch reden über die Revision der Gesetzgebung zur mehr Tierwohl bei den sogenannten, ich mag das Wort nicht, Nutztieren, dann sollte man doch bitteschön nicht die Tiere vergessen, wo es noch gar keine Regelungen gibt. Und da sind die Fische, sei es beim Transport, sei es bei dem Thema, Julia, was du jetzt angeredet hast, ich erlaube mir, du zu sagen, ich hoffe, das ist okay, gibt es wirklich Tiere, die noch vergessen sind. Und für mich ist wirklich der Fisch ganz oft der Vergessene. Und man sollte Rethink Fish, ist wirklich eine Kampagne, die man wieder lancieren soll und dann auch ein besonderes Fokus auch da auf diese Fischfarmen setzen und auch da strengere Regelungen fordern, auch zur Qualität vom Wasser und so weiter und so fort, die es nur teilweise und sehr teilweise jetzt gibt. Okay, also Rethink Fish nehmen wir mit, auch aus dieser Veranstaltung. Philipp, du hast wieder das Wort. Was haben wir noch? Ja, eine weitere Frage. Ja, jetzt ist die Frage, Jonathan. Jetzt müssen wir eine Auswahl treffen, ne? Also. Richtig, ja genau. Ja, also das mit Massentierhaltung, ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen besprochen. Lass mal weiter gucken, wie viel Prozent das für so kommt aus eigenem Land oder zumindest unseren Nachbarländern. Woher kommt der Rest? Ich würde vielleicht die Frage umformulieren. Diese Fleischtransporte, die wir gesehen haben, also mir schien es schon einigermaßen abscheulich, aber es geht ja anscheinend noch viel schlimmer. Wo finde ich dieses Fleisch? Also, wenn ich zum Discounter gehe oder auch wenn ich
zu einem sogenannten besseren Supermarkt gehe, also jetzt ohne die Namen zu nennen, oder ist es wirklich nur in einer Fastfood-Kette, wo ich dieses Fleisch riskiere zu konsumieren? Vielleicht einer der 3 Gäste, die darauf am schnellsten reagieren kann. Wer will? Frau Mortler, Frau Metz? Frau Metz hat aufgezeigt. Also, deine Tiertransporten, die Tiere, wo landen die dann? In welchen Regalen? Diese verarbeiteten Tiere natürlich. Ich wollte jetzt, weil ich gerade geredet habe, ich wollte die Frau Mortler das Wort zuerst geben. Ja, okay. Oder Frau Mortler, wenn Sie darauf reagieren wollen. Ja. Wo finde ich die? Die finde ich zum Beispiel auch in Fertigprodukten. Wir lieben ja alle Pizzen und also Fertigpizzen, die es schon für €1 zu kaufen gibt. Und ich sage immer, das sind Rohstoffe aus 6 verschiedenen Mitgliedstaaten oder Drittstaaten weltweit dabei. Und da werden zum Beispiel wird auch solches Fleisch verarbeitet. Ansonsten weiß ich, dass es dem Verbraucher immer noch zu schwer gemacht wird, wirklich zu unterscheiden oder zu erkennen, wo kommt welches Fleisch her. Beim Rindfleisch ist es europäisch geregelt, aber es ist nur dann nachvollziehbar, wenn das Fleisch wirklich als Fleisch noch sichtbar ist. Also in verarbeitenden oder Fertigprodukten ist es nahezu unmöglich. Drum ist grundsätzlich meine Devise, kauf so natürlich wie möglich, dann kannst du am ehesten nachvollziehen, wo das Fleisch zum Beispiel herkommt. Ja, ist vielleicht auch das ist eine gute Botschaft für uns alle. Also don't forget the fish, oder wie Frau Metz es ausgedrückt hat, einerseits, und halt natürliche Produkte am ehesten kaufen. Also eine Frage können wir noch mitnehmen. Philipp, schauen wir mal rein. Eine oder 2 vielleicht. Ja, Jonathan, ich habe mir gedacht, vielleicht können wir ja auch versprechen, dass jede Frage, die zumindest jetzt 15 Likes bekommen hat, vielleicht noch bis 1 Stunde nach der Veranstaltung, dass wir versprechen, die noch schriftlich auch zu beantworten, wenn sie noch nicht drangekommen sind. Glaubst du, das wäre eine Option? Ich wäre nicht derjenige, der die Fragen beantworten würde. Das heißt, ich leite das einfach an unsere Gäste weiter, ob sie bereit sind. Vielleicht, wenn ich das richtig sehe, handelt es sich dabei um wie viele Fragen? Derzeit wären das 4. Also wenn ich die 3 oder 13, 4, ja. Ja, also dann stelle ich die Frage gleich an die Gäste, ob sie da bereit wären, vielleicht kurz in Stichworten dann auch Antworten zu geben. Lass uns jetzt vielleicht nochmal eine auswählen. Gut. Wir haben die Frage mit dem Veggie Day für öffentliche Kantinen. Haben wir ja schon ein bisschen besprochen, ne? Veggie Day. Genau. EU-Bürger sagen, sie seien bereit, mehr für Fleisch zu zahlen, aber in den Ladenregalen türmt sich das Billigfleisch. Wie erklären wir uns diese Diskrepanz? Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch darauf noch einmal eingehen. Lass uns da Frau Mortler das Wort erteilen. Das hängt mit Angebot und Nachfrage zusammen. Was der Verbraucher nachfragt, das kriegt er. Und offensichtlich ist Reden und Handeln dann eben nicht in der Balance. Okay. Sagt jetzt die Politikerin, sagt der Philosoph was anderes? Ja, ich sage, dass sich die allermeisten Menschen weder Zeit noch Lust haben, sich im Supermarkt allzu viele Gedanken darüber zu machen, die Herkunftsbezeichnungen zu überprüfen, zu gucken, was da für Siegel drauf sind und so weiter. Das Einfachste wäre einfach, dass man Mindestpreise, die man nicht unterschreiten darf, festlegt. Da würden am Anfang einige rebellieren, dann würde man sich innerhalb kürzester Zeit daran gewöhnen und irgendwann wäre der Drops gelutscht. Man darf eins nicht vergessen, es gibt keine einzige großen Menschheitsfortschritt, der von Konsumenten hervorgebracht worden ist. Man hat die Sklaverei oder die Kinderarbeit nicht dadurch abgeschafft, dass man gesagt hat, pass auf, wir können dann irgendwie billiger produzieren und wir lassen mal die Konsumenten darüber abstimmen. Fragen der Moral sind viel zu wertvoll, als dass man sie an einer Supermarkttheke am Ende entscheiden lässt. Würde ich als Schlusswort, Tilly Metz klatscht, also virtuell sozusagen, würde ich als Schlusswort so belassen. Jetzt die Frage an Frau Metz, Frau Mortler und Herr Precht. Wir haben 3 bis 4 Fragen, die wir jetzt zeitlich nicht mehr unterkriegen können. Wären Sie bereit, die in Stichpunkten vielleicht kurz zu beantworten, schriftlich? Dann würden wir die über unsere sozialen Netzwerke dann die Antworten veröffentlichen. Ich sehe, der Daumen geht bei Frau Metz hoch. Frau Mortler, auch bei Ihnen? Bei mir leider nicht. Ich habe von jetzt an, gleich so wie wir aufhören, bin ich in einem Marathon
Okay. Von Veranstaltungen, deswegen möchte ich das nicht versprechen. Okay, aber ich auch im Laufe der Woche irgendwann, nicht jetzt, weil ich auch in einem Marathon bin. Ja, also im Laufe der Woche, wir nehmen uns Zeit. Herzlichen Dank an, bevor ich das, also vielleicht können wir Tobias Winkler schon einschalten, Bürochef in München. Ich glaube, wir können uns bei ganz vielen Leuten bedanken. Natürlich bei unserem Panel. Tilly Metz, Marlene Mortler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzliches Dankeschön auch an Richard David Precht. An die Lehrerinnen und Lehrer, die dafür gesorgt haben, dass einerseits die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld informiert worden zu der Veranstaltung und auch ein bisschen das aufgearbeitet haben, was wir besprochen haben. Ich weiß auch, dass ihr von uns ziemlich hart belästigt wurdet im Laufe der letzten Tage, was die Einverständniserklärung angeht. Also auch danke dafür, dass ihr da tolerant wart. Und natürlich das größte Dankeschön geht auch an die Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme, für das Interesse. Und so eine Veranstaltung zu organisieren, Tobias, ist keine One-Man-Show, keine One-Woman-Show. Ihr habt jetzt von Seiten der Büros mein Gesicht gesehen, ihr habt Philipp gesehen, aber da stecken ganz viele andere Menschen noch dahinter, ganz liebe Menschen aus Luxemburg und aus München, die in der Vorbereitung geholfen haben. Also an euch auch ein dickes Dankeschön, Tobias. Ich lasse dich die Geschichte abrunden. Ja, vielen Dank, lieber Jonathan. Du hast schon allen gedankt, dem möchte ich mich anschließen. Ich glaube, es waren wichtige Erkenntnisse, die wir mitgenommen haben. Unser Umgang mit Tieren hat sich verändert, er wird sich auch weiter ändern. Und wenn wir diskutieren, ist es, glaube ich, notwendig, da offen zu bleiben, auch den anderen gegenüber, nicht den anderen zu brandmarken und dann eben abzuwägen und niemanden vorzuverurteilen. Jeder, der sich Gedanken macht, ein Bewusstsein entwickelt, ist auf jeden Fall schon mal was wert. Aber bei dem Bewusstsein, und ich glaube, wir fühlen uns alle unwohl, wenn wir diese Bilder sehen, von Massentierhaltung, von Transport, von Schlachtung in dieser Ausprägung, wie wir sie wahrnehmen. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur jetzt das Bewusstsein zu haben, sondern tatsächlich etwas zu tun. Viele von euch hatten schon Vorschläge zu sagen, Vegetarier, Veganer zu werden, ist sicherlich nur eine Option. Zu sagen, mir ist es wichtig, wo mein Fleisch herkommt, mich zu interessieren. Ich fand es sehr spannend, der eine Schüler, der gesagt hat, mich hat mal interessiert, bei einer Schlachtung dabei zu sein. Ich kann nur ermutigen, sich eben weiter damit zu beschäftigen und aktiv zu werden. Es kommt auf euch an, es kommt auf die Generation an, die ihr prägen werdet. Richard David Precht hat gesagt, in 10, 20 Jahren wird sich dieses Feld verändert. Habt die Zeit, das ist eure Zeit. Das ist in der Zeit, in der ihr euren Karrierehöhepunkt haben werdet, in der ihr Familien habt. Das ist für euch spannend und die Europäische Union, das Europäische Parlament, das wird die Rahmenbedingungen für diese Zeit setzen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Tilly Metz, Marlene Mortler, dass ihr die richtigen Weichenstellungen stellt und dass ihr der Generation unserer Schülerinnen und Schüler von heute eine gute Zukunft bereitet. Herzlichen Dank bei allen und auch für die großartige Zusammenarbeit. Schönes Wochenende wünsche ich.